Hey Oli, ich glaube, wir sind on. Hey, heute zusammen, willkommen zurück zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fischverrückt! Ja Mann, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Alter, ich habe mich hure gefreut, aber ich bin brutal im Arsch. Wirklich, du auch? Ja, hey, ich habe ich das bin Gefühl, so- alle auf der Schnelle. Sind alle auf der Schnelle. Und es ist mir ein bisschen peinlich, weil wir heute einen Gast da haben, aber wir machen das Beste daraus. Ja, ich sage jetzt nicht, wie du rumläufst, das hat er schon mal gesagt. Nein, Ja, er hat alles mich gut. einfach angezogen, weil ich Trainer Alles habe, gut. nicht. Ja, ich auch, ich darf fast nichts sagen. Aber gut, ich Ich bin bin- daheim da, gell? Gut, du auch fast. Ich bin eben geil, ich bin alle 2 Wochen da, also kannst du nichts sagen. Das stimmt, und das Fisch haben wir ja schon abgemacht auf dem Boden, aber dort kommst du mit Trainerhose hoffentlich. Nein, Sonst es hättest ist du einfach hure kalt. Würde ich meinen. Sehr nice. Dann gehen wir in die erste Rubrik, Rückblick und Ausblick. Geil, Mann, das erste Mal den richtigen Jingle verwünscht. Stimmt. Nein, nach der Ferien hast du doch dort auch gerade... Ja, aber jetzt richtig aufs erste Mal der richtige Ah. Jingle. Ja, genau. Ja, rückblickend. Geile Episode gewesen mit dem Milan. Ist recht gut angekommen. Ja, voll, muss Ich ich glaube, kann man sagen. so sagen. Wir Ja. haben mega viele Kommentare bekommen. Viele Views oder Hörer, wie sagt man im Spotify, im Podcast? Listeners. Lalalala. Okay, gut. Keine Ahnung. Ist so etwas so wie Gästin. Einfach, wir haben viele Wiedergaben gehabt. So, Das wäre aber smart gewesen. Viel Wiedergaben. ist gut, oder? Ja, so nehmen wir es. Perfekt. Hey, und auf die Kommentare, da wenn wir auf einen geschwind eingehen, nicht einmal unbedingt auf den Kommentar selber, sondern so ein bisschen auf den Ablauf dort. Jawohl. Und zwar, ich würde sagen, wir tun es geschwind unterteilen. Mhm. Einerseits der Kommentar selber, und, also die Frage vom TJK oder TJK oder wie der heisst, und andererseits auf den ganzen Ablauf dort. Oli, willst du mit etwas anfangen? Hey, jetzt bin ich dummerweise rausgefallen. Ich kann das Also. sehr schnell vorlesen. Gut, ich lese es mal geschwind vor. Danke. Der TJK hat uns geschrieben, könnt ihr recht in der nächsten Folge eine Frage von mir beantworten, und zwar fische ich mit der Marke Jäger. Ich habe sehr viel von dort und ich finde das auch mega super. Man muss halt nicht sich selber ein Routenset zusammenstellen, kannst gerade alles zusammen bestellen. Mega Reim, Mann. Das könnte noch vom Robin geschrieben Ja, sein. voll. Sorry. Und es sind auch super Köder und Rigs. Aber all meine Kollegen sagen, die Marke ist Schrott. Es ist nur für Anfänger, die zu blöd sind, sich selber ein Routenset zusammenzustellen und Rigs selber zu binden. Was sagt ihr dazu? Das ist mal die Frage, die der TJK in den Raum gestellt hat. Übrigens, danke vielmals für die Frage. Ich finde es super, wenn die mega. Community Fragen stellt. Machen das Absolut. unbedingt weiter. Absolut. Wir gehen auch gerne darauf ein im Podcast. Absolut, auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn wir zuerst mal ein bisschen über die Frage diskutieren. Oder willst du zuerst über den Ablauf diskutieren? Nein, machen wir zuerst den Ablauf. Also. Nein. Come on, go for it. Okay. Ja, und dann sind da Kommentare gekommen wie, ja, es ist Schrott. Jäger ist wirklich für Anfänger und ist Schrott. Selber schlechte Erfahrung. Und einfach so ganz viel negative Kommentare. Einfach Konstruktivität fehlt, Ja, genau. dunkelt's mit. Der Haben wir Marc, irgendwie so, der Marc Schlecht hat nachher einen guten, konstruktiven Kommentar abgegeben, den ich super finde. Den können wir übrigens auch liken, sorry, haben wir gar noch nicht gemacht. Der Marc hat dann geschrieben, die Idee von Jäger ist und bleibt gut vermarktet. Selbst wenn es Schrott wäre, es eröffnet vielen die Welt zum Angeln. Wer sich vertiefen möchte, geht irgendwann zu Mickey's Tackle. Das Portemonnaie braucht es aber auch dazu. Marc, finde ich super, mega sachlich und konstruktiv. Bescheid geben, finde ich absolut auch, bin einverstanden mit dieser Aussage. Der TJK hat dann noch geschrieben, vor dem Kommentar von Marc hat er noch geschrieben, ich habe den Oli und den Nico gefragt. Hey, ich würde einfach, bevor wir unsere Meinung noch dazu sagen, Ja. hey, wir wünschen uns beide, dass wir, wenn jemand so eine Frage stellt, wo Leute kritisch sind, hey, darf man auch sein. Definitiv. Man darf auch etwas kritisch hinterfragen, aber dann machen das sachlich, so wie das der Marc jetzt geschrieben hat. genau. Wir haben schon ein bisschen die Erwartung an die Community, dass ihr, wenn ihr diskutiert, dann hey, ein bisschen sachlich und fachlich und nicht einfach, ja, es ist Schrott. Ja, genau. Sorry. Vor allem, also, und wenn es Schrott ist, selbst wenn, gebt den Grund Ja, an, warum dass ihr genau. das Schrott findet. Oder? Das wäre noch wichtig. Das wäre noch, weil sonst hast du irgendwie gar keine Grundlage. Oder? Es ist so, keine Ahnung, bist du jetzt schon mal fischen? Ja, ist scheiße. Ja, okay. Aber keine Ahnung, auf was du gefischt hast, keine Ahnung, wie du das gefischt hast, keine Ahnung, wo genau das gefischt hast. Ja, das ist so ein bisschen das. Wenn es Treats gibt, in diesen Kommentaren, go for it, macht das, kommentiert die auch von euch Mitlosern, auf jeden Fall, absolut. Ich meine, ihr könnt eure Meinung kundtun, das ist sehr erwünscht. Aber eben, wie gesagt, vielleicht bitte ein bisschen sachlich, das wäre noch. Auch für den, der dann die Frage stellt, oder? Wir wollen ja nicht, dass sich da irgendjemand angegriffen fühlt aus
dem Grund oder aufgrund von dem, was wir da machen. So. Genau. Also, gut. Dann darfst du gerne noch auf die Frage eingehen, Nico. Also. Ich habe den Oli und den Nico gefragt. Genau. Hey, ich finde, ich werde nicht warm mit Jäger. Meine Meinung ist okay, muss nicht jeder teilen. Es mag ein guter Typ sein, er mag gute Produkte haben, absolut. Ich habe auch schon das Rig gefischt von ihnen in Italien, weil ich kenne ein paar Leute, die die auch haben. Das ist auch okay, die funktionieren, die heben. Es ist mir nicht abgerissen, wir haben ja nicht gefangen. Ja, aber es liegt sicher nicht am Rig, sondern es liegt am Gewässer. Hey, grundsätzlich so fertige Sachen, why not? Also, ich kenne viele Shops, die selber knüpfen und unter ihrem eigenen Brand dann irgendwo auf so Temu-Spulen, weißt du, da die Schaumstoff-Temu-Spulen tun, ein kleines Sattelreiterli rein tun und sagen, das ist mein Brand und das verkaufe ich so und da habe ich die grösste Marge drauf. Ja, why not? Also fertig geknüpfte Sachen finde ich geil, ich nutze fertig geknüpfte Vorfächer. Routenset bin ich vorsichtig. Die Route muss man liegen, die Rolle muss dazu passen, vor allem für mich, und dann hat halt jeder ein bisschen andere Ansprüche. Da habe ich vielleicht auch ein bisschen andere Ansprüche als andere sonst. Ich komme jetzt zum Beispiel mit so einer Baitcaster in der Grösse, was ist die kleinste, glaube ich, 0,51 oder so, komme ich gar nicht klar, weil mein Daumen einfach zu fett ist zum Heben von der Spule beim Auswerfen. Darum, ich bin immer so vorsichtig mit so fertigen Routensets. Also, ja, und dann noch halt, wenn du es online bestellst. Ich glaube, Jäger hat keinen physischen Shop, wenn es mir recht ist. Sondern ist alles online. Ich glaube, kannst du in den Läden in den Läden, ja. Aber die Sets sind dann ja eingepackt. Weißt du, ja nicht in jedem Showroom, wo du kannst so eine Route rausnehmen und dann anschauen und heben und tun und machen. Ich nehme an, dass du auf die Show fragst. Weiss ich nicht. Aber ich werde auf jeden Fall, ich werde nicht warm mit dem Brand. Ist auch okay, muss ich auch nicht, finde ich. Und ich kann auch noch, also Route habe ich jetzt noch nie gefischt von Jäger. Ich habe nur immer Rückmeldungen bekommen. Die Rückmeldungen, die sind halt entsprechend, wie du sie anfragst. So. Und so lasse ich das gerne im Raum stehen und gebe das Wort an Molly. Ich teile meine Meinung sehr mit dem Marc, was er geschrieben hat. Ich glaube, das Marketing ist auch gut, was sie betreiben. Ich meine, sie sind ja nicht nur in der Schweiz bekannt, sondern in Deutschland und sonst in anderen Ländern sehr, sehr gut vermarktet. Ich glaube auch, dass sie mit diesen Routensets, mit diesen Rigs etwas haben erschaffen, wo gerade für Anfänger gut ist. Eben, ich meine, nicht jeder hat Lust, um irgendein Tutorial zu schauen, wie man ein Carolina Rig bindet, sondern ich kann das von Jäger kaufen, kann das montieren, mit einem Knopf kann ich es fischen. Und vor allem die Routenabstimmung auf die Roller und so. Genau, ich glaub, das ist sicher etwas Überleites und für Anfänger denke ich sicher nicht schlecht zum Einsteigen. Genau, und dann finde ich den Link, den Marc auch gemacht hat, hey, und wer dann sich dann ein bisschen anders auskennt oder noch ein bisschen weiterentwickelt, der geht dann zu Mikis einkaufen. Genau. So sehe ich das. Genau, also wir haben ja letztes Jahr mit ihm an der Messe selber geredet. Eben, wir haben auch gesagt, hey, no hate, gegen keine Marke mehr, genau, gegen keine Personen mehr und darum. Genau, müssen wir das auch ein bisschen vorleben, wir das auch ein bisschen vor und ja. Hey, sonst sind mega viele Kommentare noch gekommen, also finde ich mega cool, sehr nice. Es haben viel ihre Lieblingsprodukte dort kundgegeben. Und was ich sich rausgelesen habe, ist viel Depths. Ja. Gell? Mhm. Das ist mega Depths, Hardy Rice und die Route. Also nicht Hardy Rice Route, sondern Megabass. Nein, oder was meinst du? Ich weiss nicht, fällt mir gerade immer nicht. Aber eine Route ist mega viel genannt worden. Ich tickt. Nein, ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, ist ja gleich. Aber mega cool gewesen. Also ich habe es auch mega coole Folge gefunden. Muss ich ja sagen. Ich war wirklich sehr überrascht gewesen, wie gut das sie gekommen ist. Der Nico wird jetzt auch noch JDM-Freak. Hey, ich bin ja darauf aber noch zum Milan, zum Mikis. Bin ich noch gepöstelt mit dem Kleinen und ja, ich bin schon verschrocken, was die 4 Köder gekostet haben. Einer davon habe ich bis jetzt gefischt, die anderen sind alle noch im Kofferraum. Ja. Mal schauen, ich gehe dann am 6. Dezember mit dem Gesi fischen, vielleicht fische ich dann noch der eine oder andere. Mal schauen, ja. Genau. Gut, dann haben wir ja noch das Gewinnspiel offen von der letzten Episode. Genau. Und wer gewonnen hat, das hört ihr jetzt. Ciao Oli, ciao Nico, liebe Fischverrucht-Community. Ich wollte euch mitteilen, wer bei unserem Gewinnspiel von letztem Podcast gewonnen hat. Und zwar habe ich an Milan angerufen und er hat, ich habe einen Kommentar für mich durchnummeriert und er hat dann einfach Nummer ausgewählt. Somit haben wir rein basierend auf Zufallsprinzip
Gewinner ausgewählt. Und zwar geht einmal die Varivas-Schnur an Zuhörer mit dem Spotify-Namen Römer. Dann Mickys Tackle-Maßband geht an Yuval Mori, also Juvalmori. Und der OSP Karen, der geht an Klopfi_SG. Gratulation zu eurem Gewinn. Ihr dürft euch sehr gerne über Instagram bei Mickys Tackle melden. Schreibt einfach eine Nachricht, könnt dann eben zum Beispiel die Varivas-Schnur oder der Karen könnt ihr noch auswählen, welches Modell, welche Farbe. Und beim Mickys Tackle Maßband könnt ihr sagen, ob ihr das Egli oder das Hechtmaßband wollt. Schreibt uns eine Nachricht und dann schauen wir, dass wir die Preise an euch verschicken. Teilt Lines alle und schöne Ciao zusammen. Gut, hey, und herzliche Gratulation diesen 3 Gewinner. Und dann würde ich sagen... Viel Spass mit euren Sets. Warte mal. Jawohl, den Applaus haben wir vergessen. Nein. Stimmt, ja. Du siehst, dass die Müdigkeit kickt her. Yeah. Nice, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die nächste Rubrik. Und zwar zum Vorstellen von diesem Podcast. Und übrigens, hey, ich habe es schon 100-mal angeschaut. Ah, scheisse, ja, wir sind so schlecht. Wir haben jetzt 10 Minuten gelabert. Aber jetzt passt es auch besser, wenn wir es jetzt gehört haben. Genau. Und ich würde sagen, wir gehen mal ans Bier. Jawohl. Hey, und das Bier, das wir hier haben, ist ein Berner Münchi Naturtrübner. Oh, hätten wir das so schütteln vielleicht. Noch nie gehabt. Aber Cheers. Cheers zusammen. Genau. Feines Bier. Ah, das ist wirklich gut. Muss sagen. Cool. Das hat super Geschmack. Kannst wiederkommen. Also, hey, und wer haben wir im Podcast? Oli. Ja, das mit dem Intro ist so eine Sache. Ja, wenn ihr das so hört, dann haben wir es nicht gepackt. Kann man, glaube ich, so sagen. Und sonst kommt jetzt das Intro. Genau. Liebe Fischverrückt-Community, heute haben wir wieder einen ganz speziellen Gast. Er ist jemand, der nicht nur von der Aare redet, sondern sich voll für die Fische in der Aare einsetzt. Seit dem 5. Lebensjahr hat ihn der Fischvirus gepackt und er ist der Fischerei komplett verfallen. Für seine Projektarbeit hat er jeden Abschnitt von der Aare genau untersucht, Tiefen gemessen, Fotos gemacht, Habitat analysiert und mit Fachleuten geredet. Mit viel Herzblut ist er der zentralen Frage nachgegangen. Warum ist der erste Bestand zwischen Thuner und Wohlensee so stark eingebrochen? Und was können wir Fischer dagegen machen? Er ist Flügelfischer, Zapfenfischer und ein scharfer Beobachter. Und vor allem jemand, der die Zukunft der Ärsche wirklich am Herzen liegt. Darum reden wir heute mit ihm über Prädatoren, Temperaturstress und Zapfenwürfe gegen Flügelwürfe. Begrüßen bei uns am 3. Mikrofon den Manu Schwander. Sehr gut. Hey, dann würde ich doch sagen, wir geben mal an unserem Gast das Wort, um sich mal vorstellen. Let's go. Ja, salut zusammen. Ich bin der Manu, oder Manu, wie wir die meisten sagen. Manu? Der Berner, der Manu. Ja, Manu. klar. Ja, ich komme aus der Region Aaretal, aufgewachsen im Gürbental, gerade nebendran. Seit 5 begeisterter Salmonidenfischer, vor allem mit der Fliege, auch mit dem angefangen. Und ja, seitdem lässt es mich nicht mehr los. Bin jede freie Minute am Wasser. Habe dann irgendwann noch auf den Spinnfisch umgestellt, beziehungsweise auch das noch gemacht. Und ja, auch das, also jede Art von Fischerei finde ich super interessant. Karpfenfischen auch? Habe ich jetzt noch nie so gemacht, aber... Sorry, habe ich nie werfen. Aber das ist sicher geil auf den Flügen, nicht? Eben, gerade so könnte ich mir schon mal vorstellen. Auf den Flügen ist geil. Ich habe mal einmal einen Karpfen dran auf einer Nymphe oder Flügerroute, in einem Teich rein, halt, in einem privaten Tümpel. Dort hat er nie rein können, hast du eine Zeit lassen. Das war geil gewesen, aber ich will jetzt nie irgendwie... Ich kann nie auf ins Hausgewässer gehen, Karpfen fischen mit den Flügerrouten. Also allgemein. Ja. Sorry. Ja, kein Problem. Also, dieses Jahr habe ich so viel probiert. Ich bin mit einem Kollegen zuerst mal auf Wels gegangen. So Sachen, ja. Also, ich habe jetzt ein bisschen, verschiedene Fischarten für mich entdeckt. Einfach auch für andere Fischarten ein bisschen zu entlasten. Ich finde es wichtig, dass man ja, doch auch möglichst breit
fächert, dass man nicht immer nur auf eine Fischart geht und dass man manchmal schon so ein bisschen seinen Entdeckergeist findet. Und das habe ich gerade dieses Jahr wirklich ausgelebt und das wird sicher auch noch weiter so gehen. Ich habe einen Blog seit, ich weiß gar nicht wie lange, ich vor allem einfach Berichte veröffentlichen. Wo findet man den? Auf dem Internet. Nein, das ist... Klasse. Hätte eine Antwort von mir können sein. Warte mal. Merci vielmals. Nein, das ist auf dem Internet, und zwar Fisherman mit AE geschrieben, weil gibt es ja nicht, .ch. Gibt es ganz viele Berichte. Fisherman mit SH? Ja, genau. Mit SCH. SCH, ja. Fisherman.ch. Ja, exakt. Perfekt. Ich gehe es euch noch in die Beschreibung rein, dann könnt ihr einen Link rauskopieren. Ja, und eben dort tue ich es eigentlich nach Jahr aufteilen. Nach Jahreszeit, dass man schön alles chronologisch hat. Und probiere aber trotzdem möglichst neutral zu bleiben, auch nicht unbedingt irgendwie Geotagging zu machen. Das ist so etwas. Aber trotzdem, dass die Leute etwas daraus nehmen können. Und auch besonders für Leute, die vielleicht mit etwas noch Mühe haben, dass sie vielleicht auch sehen, es gibt noch andere, die Mühe haben. Oder dass sie vielleicht Tipps finden. Das war eigentlich so ein bisschen, die Grundidee gewesen. Habe seit relativ kurzer Zeit jetzt, also noch nicht ewig, tue ich auch Kurse anbieten. Vor allem Fleugenfischerkurs. Also Leute, wirklich Anfänger, die anfangen Fleugen fischen. Die meisten fischen schon, das ist sicher ein Vorteil. Aber ja, das ist das. Also ich lebe das Hobby und habe auch nicht Angst, dass ich die Freude daran verliere, egal wie viel dass ich mich damit befasse. Sehr nice, perfekt. Würde ich doch sagen, ist das ein gelungener Einstieg. Und alles Weitere über das Thema Äsche, denke ich, werden wir im Thema dann diskutieren. So ist es. Dann gehen wir doch mal weiter, Oli, und zwar in meine Woche, deine Woche. Das ist natürlich klassisch. Ich habe doch unserem Gast keinen Ablauf geschickt, selbstverständlich. Aber er kennt unseren Podcast, das heisst, er kann auch ein bisschen davon erzählen. Ich weiss nicht, wie nervös das ist wegen dem Podcast, ob er sich da 2 Wochen lang vorbereiten musste, aber das, Manu, wie war deine Woche gewesen? Bisher, eigentlich ziemlich normal, leider ohne Fischen. Die Bachforelle ist zu. Jetzt ist nur noch der Hasch oder eben der Raubfisch. Aber ziemlich normal, bin arbeiten, am Abend heimgekommen, eigentlich wie jeden Tag ziemlich kaputt. Auch gut geschlafen dementsprechend. Auch schon zuerst mal ein bisschen Schnee gehabt. Ja. Wie hoch oben wohnst du? Jetzt dort, wo ich wohne, weiss ich es gar nicht genau. Es wird irgendetwas zwischen 600 und 700 Meter über Meer sein. Ja, okay. Ja. Dann hat es schon Schnee, ja. Ja, hat überall ein bisschen Schnee. Ja. Also anzuckern zum Beispiel bei euch auch nicht mehr, oder? Oder nicht? Jetzt letzte Woche. Ja, eben anzuckern. Das kann ich noch nicht Schnee nennen. Das ist, nein, das ist mehr so ein bisschen... Kommt einmal der Wind, ist ja alles wieder weg. Ja. Die Leute müssen pressieren mit Schnitzen, bevor es schmilzt. Ja. Aber die SBB hat sicher Verspätung gehabt. Hey, ich glaube, es war nicht einmal so ein Chaos gewesen. Aber sie haben schon in 20 Minuten hast schon den Bericht gelesen, wie geht die SBB mit dem ersten Schnee um, sind sie gut vorbereitet. Ja, herrlich. Ja, nice. Zum Fischen bist du nicht gekommen? Leider nein. Okay, gut. Oli? Hey, ich bin tatsächlich zum Fischen gekommen. Ich weiss nicht, ob man das Fischen nennen darf. Ja, man darf es Fischen nennen, komm. Ich war am Kundelfingerhof mit meinem Nachbar. Wir waren im August das letzte Mal dort gewesen. Und dort hat er ja grusig reingeschaut. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt gehen wir nochmal. Hey, er hat geschneidert, ja. Kann man dort schneidern? Man kann dort schneidern. Ich glaube, an dem Tag, wo wir waren, habe ich da im Podcast erzählt, ich war der Einzige an dem Teich, der gefangen hat. Aber ich meine, es war auch irgendwie 32 Grad oder so an dem Tümpel. Dann musst du nicht wundern, ob die Forellen keinen Bock haben. Ja. Und dann haben wir tatsächlich das mal gut abgeräumt, und zwar mit dem Wormius. Richtig krass, einfach nochmal so einen leichten Jig. Haben wir einfach so reingezogen, so geil. Ich habe den Podcast, also unser Formular durchgeschaut und gedacht, hey, das wird die erste Folge, ohne irgendetwas von Toppis zu erwähnen. Nein, Mann! Wie geil! Der Wormius hat wirklich geliefert, der Wormius von Toppis, wirklich geiler Bait. Auf Forellen. Auf Forellen? Krass. Stark.
Klopft rein, bumm. Knallharte Biss. Ja, hat mega Spass gemacht. Und das Lustige ist, oder nein, ein bisschen das Traurige ist, es war auf einem Prototyp gewesen. Also der ist so gar nie erschienen. Und dann habe ich 2 von denen dabei in dieser Farbe. Eine habe ich gefischt, eine habe ich dann meinem Nachbarn gegeben. Und er hat irgendwo einen Hänger gehabt. Und nachher bin ich in den Shop schnell und dachte, ja, die haben ja Toppis, oder? Ich habe die Farbe nicht mehr gefunden. Dann ist mir beim Retterweg in den Sinn gekommen, Scheiße, du fischst ein Prototyp. Das war ein Prototyp. Ja, dann ist es blöd. Jetzt habe ich nur noch einen von denen. Ja gut, immerhin. Die haben ja lang. In der Regel eben, wenn es nicht irgendwo abreißt ist. Ja. Ich habe einen einzigen durch ganz Holland begleitet. Ich habe viel gefischt, ja. Das ist geil, Bait. Ich bin nach wie vor überzeugt. Also ich finde ihn wirklich sehr, sehr geil, ja. Hey, dann ist bei mir so ein bisschen die Vorbereitung auf Berlin. Wenn ihr den Podcast hört, ist eigentlich schon alles vorbei. Bin ich schon wieder zurück. Aber wir fliegen jetzt am Donnerstag Richtung Berlin, sind dann Freitag, Samstag in der Messe. Ich bin angestellt von der Schweizer Sportfischermesse zum Content drehen und Fotos zu machen. Ja, es nimmt mich ein Wunder, wie das dann funktioniert, so im ganzen Trubel rein. Also als Marketingvideo für die Sportfischermesse, von diesen Ständen oder von diesen Brands, von diesen Brands und von diesen, wie sagt man, Influencer, die dann kommen, so die und alle die dann auch in der Schweiz am Start sind. Sehr cool. Ja, und es ist auch mir allgemein einfach ein bisschen viel im Geschäft gerade, aber das sage ich glaube jede zweite Woche, wenn ich da bin, zu tun mit dem Hausumbau. Ja, also seit 3 Mal, ja, sicher. Gell, jetzt, also bei aber uns es begleitet einem auch, gell? Ja, eben. Und ich meine, ein Umbau im Haus ist immer so eine Sache. Jetzt geht es dann dort richtig los. Freue mich eigentlich drauf, aber es ist halt auch eine intensive Zeit. Darum freue ich mich auf die 3 Tage Berlin. Wird cool, einfach so ein Männertrip, aber auch speziell das erste Mal so von meinem Töchterli 3 Tage weg. Wird glaub hart. Schlafst du wieder mal gut? ja, schlafst du auch mal durch. Ja, das ist es. Ich meine, heute habe ich auch bis um 10:30 verschlafen. Ich weiß nicht, was die gemacht hat, die hat einfach geschlafen, aber mal durchschlafen, das... Hat sie nicht durchgeschlafen? Nein, die kommt irgendwie 3-4 Mal in der Nacht. Ja. Aber bleibt sie am Morgen, wenn es liegt. Ja. Uns hat relativ gleich eine durchgepfuset, aber ist dafür am Morgen... Hey, wer Geld dann bei Zeit, dann kannst du aussuchen, was du lieber willst. Ob Sonntag oder Montag ist scheißegal gewesen, ja. Ist immer noch so. Aber ja, egal. Da gewöhnt man sich dran. Ja, cool. Hey, ich sage seit etwa 3 Episoden Fischen Züsi. Machst du noch etwas anderes? Nein, ich habe es heute gedacht, ich habe es heute erst eingetragen. Ich bin auf dem Zürichsee gewesen. Hey, mega kacke gewesen eigentlich. Wir wollten am 1 rausgehen, der Sam, der Levin und ich, um ein bisschen werfen, statt immer nur zu scopen. Leider hat dann meine Mami einen Unfall gehabt, ist im Spital, hat das Bein gebrochen, der Oberschenkel, und das hat natürlich dann ziemlich den Samstag ein bisschen in Anspruch genommen, vom Morgen weg bis etwa um 3 circa. Oder? Ja, und dann der Levin von Bern, du kennst den Weg, Manu, ja, ist dann halt ein bisschen längerer Weg gewesen, dann habe ich gefunden, das kann ich nicht absagen, und dann sind wir halt einfach nur noch, also wir sind dann noch rausgegangen, wir haben noch eine Viertelstunde vielleicht, haben wir geworfen, ja, that's it, und nachher Scope eingeschaltet. Zyklopäike. Ich wollte sagen, es ist gut. Ja. Es ist dann irgendwann erst so gedacht, so, ja, okay. Ja. Wäre jetzt auch schön gewesen, wie man geworfen hat. Sind Sie bei euch auch schon hinter den grossen Schwärmen gestanden? Nicht? Nein. Zürichsee sind alle schon hinter den grossen Schwärmen am Warten gewesen. Nein, wir haben wirklich alle, also wir sind in Seebecken runter. Und wir haben eigentlich ziemlich alle im Freiwasser gehabt. Okay. Aber noch auf humanen Tiefen, also so bis 8 bis 10 Meter. Ja. So. Wir haben eigentlich keinen drunter gehabt, meinte ich. Also auch nicht gesehen, irgendwie gross. Wir schauen dann auf 16, 18 Meter, je nachdem. Aber haben wir jetzt nichts gross. Und die, die halt dann bei 18 Meter ganz am Grund unten sind, die lassen in Ruhe. Das mache ich nicht. Das ist mir zu blöd. Also auf Bügen und Brechen muss ich nicht unbedingt einen Hecht haben. Ja, genau. Und ich habe aber auch noch dann das Boot ein bisschen upgradet. Oli, du kommst ja mit mir mit, gell? Wir gehen am 20. Dezember raus. Jawohl. Geil. Ich bin ready auch zum Pelagen das mal, eine richtig gute Pelagung. Perfekt. Ich habe noch ein paar Sachen gemacht am Boot. Es sieht wirklich langsam richtig geil aus. Jetzt habe ich auf der Seite noch so 2 Balken kleine gemacht, weißt, wo du kannst, keine Ahnung, das Zaufen draufstellen oder reinstellen, wo du kannst ein Tackle aufhängen, das Zängli hin tun, ohne dass gerade irgendwie, ja, vielleicht geht dort noch ein kleines Scale drauf, dass der Pike dann dort gerade messen an der Seite.
dass du immer das Geld ausrollen musst, etc. Muss ich mal noch schauen. Also, es ist sicher noch nicht fertig, aber das Projekt Boot nimmt langsam vor. Und das ist schon geil. Das ist geil, ja. Du kannst rumschrauben und alles, das ist verdammt geil. Gut, ich bin nur schon froh, wenn ich mich bewege, dass der andere nicht ins Wasser geht auf dem neuen Boot. Ich meine, auf dem alten, wenn man sich einmal bewegt, ist der andere fast schon im Wasser gelegen. Also, es ist ja jetzt immer noch gewackelig natürlich. Ja. Es ist 1,60 breit knapp, oder? Also weißt, es ist ja nicht, das andere ist 1,40 breit, es sind 20 cm, das merkst du natürlich, klar, hast mehr Stabilität. Kannst aber gleich nicht Hampelmänner machen und Handstände. Also das musst du dann gleich nicht machen. Es ist immer noch kein Bassboot. Es ist immer noch ein Aluboot halt, oder? Aber wirst du dann sehen, also es ist einiges angenehmer. Und das zweite Rühren vor allem ist brutal geil. Ich habe dann auch noch am Boden gemacht, wo ich jetzt im hinteren Teil noch ein Fächchen habe, wo ich dann die Tackle kann verstauen kann. Und es gibt natürlich einiges mehr Stauraum, oder? Also viel weniger Zeug rumliegt. Jetzt muss ich mal noch schauen, vielleicht tue ich das Echo fest installieren. Bugmotor kommt sicher noch. Und dann bin ich auch ready, dann habe ich eigentlich ziemlich alles. 2 Bildschirme zum Scopen? Habe ich mir überlegt, einen beim Fahren, einen vor, aber das Boot ist nur 3,90, was willst du mit 2 Bildschirmen? Ja, einfach so ein Tablet. Da kannst du eben hinein steuern, weißt, kannst du gleich den Fisch anfahren. Habe ich letztes Mal gedacht, wo wir gegangen sind, ist fast angenehm, musst nicht einmal so über die Schulter schauen. Gut, es ist auch anders gewesen. Jetzt hocken wir natürlich beide nebeneinander beim Boot. Jetzt hast du so, geil, ich habe 2 Sitze hin auf der Rückbank und dann haben wir das Scope eigentlich in der Mitte. Vorne auf der vorderen Bank sozusagen, auf dem Castingdeck. Und dann hockst du natürlich nebeneinander, oder? Und du schaust beide, schaust auf den gleichen Bildschirm, hast niemand vorne dran. Ist halt auch für dich auf der linken Seite dann in der Paint zum Rühren, weil ich suchen und fahren, rechts. Und wenn ich ihn natürlich auf gerade nehme, auf der Spitze, musst du halt über den Spitz bzw. leicht rechts rühren. Und für mich zum Rühren natürlich viel angenehmer, aber um die Jahreszeit musst du nicht anrühren. Um die Jahreszeit kannst du einfach, wie ich so schön bevorzuge, in die Wurst nehmen. Aber ja, das schauen wir dann an. Sind wir dann gespannt am 20. Genau. Dann habe ich den Trailer noch bearbeitet. Ich habe immer den Lichtbalken abnehmen. Das hat mich so dermaßen angeschissen. Zum Einwassern. Ich immer ausstecken, Lichtbalken wegnehmen, auf die Seite gehen, einfahren, rausfahren, aussteigen, Lichtbalken dran tun. Dann wieder zum Auswasser wieder genau das gleiche Spiel. Jetzt habe ich gefunden, scheiss mich doch an, Mann. Jetzt habe ich den Lichtbalken einfach viel weiter runtergenommen. Und jetzt kann ich schön das Bötchen nehmen, ich kann die Spannsätze lösen, ich kann einsteigen, hinter einfahren. Trailer abhängen. Perfekt, jetzt ist super. Jetzt kommt dann noch eine neue Farbe über im neuen Jahr, wird noch ganz schwarz lackiert. Muss auch niemand mit den Gummistiefeln aufs Boot aufziehen? Nein, ich kann drauf fahren. Ich kann wirklich auf den Trailer fahren. Okay. Das ist geil. Ich kann drauf fahren, dann kann ich die Winde einhängen, dann kann ich mich hinziehen und das wäre noch geil, so eine Ankerwinde per Funk, so eine Seilwinde per Funk, das wäre noch nice. Aber ja, irgendwo... Hat das Budget auch eine Grenze? Ja, und irgendwo ist halt auch Geld, das Boot hat mir 4'500 Franken gekostet. Es ist nicht ein Ultra High-End Nitro Z21 Bassboot, wo die 120'000 Stutz kosten mit 300 PS Motor oder so, sondern es ist einfach ein Alu-Nussschale mit einem Castingdeck drauf, mit einem 20 PS Motor und zum Scopen ausgelegt. Punkt. Mehr ist es nicht. So. Genau. Hey, das sind dann meine Adventskalender gekommen. Ich habe ja in der letzten Episode gesagt, ich habe mir den von Hecht und Barsch bestellt. Die Episode haben wir am 11. November aufgenommen. Ja. Ich habe ihn am Montagabend bestellt, am 10. November. Ja. Das sind 2 Wochen. Gestern ist er angekommen. Ja, normal von Deutschland. Also hast du Deutschland bestellt? Ja. Ja, normal? Nein. Doch. Nein. Hat immer so lange von Berlin bis da oben. Also wenn ich etwas bestelle bei Majorfish, einfach, ich habe ja Dropshipping bei mir im Shop. Wenn ich etwas bestelle von Majorfish, wenn ich es am Montag bestelle, dann habe ich es am Freitag. Das geht keine 2 Wochen. Also hast du jetzt auch über Majorfish bestellt? Nein. Über Hecht und Barsch. Ja, das hat immer so lange. Ja, das ist abartig. Darum, du bist im Fall schneller, wenn du es an Grenzen bestellst und gehst holen. Das ist ein mega Pain. Ja, das hat immer so lange. Ich habe das noch nicht. Also aber 2 Wochen ist noch schnell. Majorfish Deutschland nicht? Ich weiss nicht, wo die... Nein, eben, dann kann ich es am Montag bestellen und am Freitag kann ich es. Das ist ja das. Okay. Das ist also für mich mega fast verstörend gewesen. Ja. Auf jeden Fall, ich habe dann... Jetzt hat er gesagt, wo da gestanden ist, so, es hat lang und ich dachte 2 Wochen, das ist nicht so lang. Oh, ich finde es mega lang. Ja klar ist es lang für einen Ich habe zuerst den von Hecht und Barsch bestellt. Ja. Und dann habe ich nachher eine Woche später habe ich den von Majorfish bestellt. Also beziehungsweise den Westin Swim habe ich mir jetzt bestellt. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Jetzt musst du 24 Westin Swims auspacken. Ja. Und ich fange an, Westin Swim durchnageln. Ich sage es bis ins Abreißen, die Viecher. Aber das habe ich auch gesagt. Ich will nächstes Jahr wieder mehr Swimweek. Ich habe das Jahr nicht einmal Swimweek gefischt. Eben genau. Das ist eben genau mein Ding.
Und das ist eben genau mein Ziel, das ich verfolge. Dass ich kann sagen, ich will die Huren Swims fischen. Ich will es wirklich mal durchfischen. Aber hätte nicht gelangen, wenn du da 2 gekauft hättest? Ja, natürlich hätte es gelangen. Aber ich hätte nie die richtige Farbe dabei gehabt, die ich gerne hätte. Okay. Bin ich überzeugt. Auf jeden Fall ist der nach der eben eine Woche später gekommen. Der ist noch vor dem Hecht- und Barschkalender gekommen. Das hat mir recht erstaunt. Und übrigens, ich habe zu einem sehr guten Preis bekommen, den ich nicht sagen darf. Darum habe ich gefunden, komm. Nehme ich. Er gehört ja eigentlich an meinem Sohn. Also, ja. Die Ausrede. Gut, das wäre es mit meiner Woche. Gehen wir doch in die nächste Kategorie, bevor es eine blöde Frage geht, Infos aus der Szene. Nein, es ist ja nicht Kategorie, es ist Rubrik. Rubrik, genau. Rubrik. Nico, du hast wieder eine lange Liste da. Ja, das sieht einfach nur so gross aus wegen dem Link. Okay. 1, 2, 3, es sind 4 Punkte. Das ist 1 Punkt mehr als du, Freund. Hallo. Komm, fang doch gerade an. Hast du irgendwelche Infos, Manu? Ich war ein bisschen abwesend diese Woche, wie gesagt. Ich bin relativ kaputt am Abend. Ich habe gar keine andere Tätigkeit im Moment, deswegen ich bin ziemlich offline gewesen. Gut, alles gut. Hast du nicht so viel verpasst? Hast du YPC geschaut? Also, ich höre es mehr. Okay, gut. Ich höre es mehr und einfach so, wenn ich etwas mache. Hast du die aktuelle Folge gelost? Noch nicht, nein. Gelust. Dann würde ich jetzt die Ohren zu ihm. Ja, noch nicht jetzt. Ich fange zuerst mit anderen an. Und zwar ist im Blausee, der Blausee ist doch bei dir in der Nähe dort, ist die sogenannte Fischseuche ausgebrochen, haben sie eine Notschlacht gemacht. Stimmt, ja, das habe ich auch gesehen. Ziemlich crazy. Ich kann noch schauen, dass ich den Link noch eingehen kann, wenn der noch gültig ist. Halb von 20 Minuten 200'000 Regenbogenforellen haben sie geschlachtet. Ich glaube sogar auf SRF gewesen. Ah, sogar, ja. Ja. Warum, weiss ich nicht. Ich habe es nicht nachgelesen, was der ausschlaggebende Grund war. Aber der Blausee ist immer wieder in den Medien. Ich nehme ihn wieder an, als würde wieder irgendwie so ein Zementunternehmen gewesen sein, wo die irgendwelche Sachen ins Wasser geladen, die es nicht hätte dürfen. Ich weiss es nicht. Ich habe es gelesen. Und meistens kommt das über externe Fischbrut oder Eier in die Zucht rein. Ich glaube, es ist ein Virus, wo irgendwie zu Wunden führt. Ich kenne mich da zu wenig aus. Aber es muss irgendwie von extern fischereitechnisch etwas sein. Okay, gut. Ich will niemand schlecht machen, kein Zementunternehmen oder so, aber ist ja schon mal das Thema gewesen. Dann, ein Raubfisch aus dem Zugersee, das habe ich recht crazy gefunden. Die haben einen kompletten Verkaufsstopp gehabt, weil PFAS belastet. Also vor allem Hecht und Egli. Hat der Berufsfischer nicht verkaufen. Ich gehe euch auch da den Link, das war im SRF, gehe ich euch den Link rein. Ja, finde ich recht crazy. Das ist die ganze PFAS-Belastung. Das haben wir ja schon mal ein bisschen diskutiert, was das Material ist und woher das kommt. Und dass das halt eine Ewigkeitschemikalie ist. Das war, glaube ich, mit dem Mark sogar noch gewesen. Könnte sein, ja. Mark schlecht, glaube ich. Ja. Ziemlich crazy. Und es hat natürlich recht Aufruhr gegeben bei den Berufsfischern. Weil Hecht und Egli, also vor allem Egli, sind, glaube ich, auch so ein bisschen der Futterfisch gewesen dort. Nebst den Felchen natürlich, aber Felchen können sie auch nicht immer befischen. Auch die müssen da die Laichzeiten bzw. die Schonzeiten einhalten. Und ausser sie tun sie für Streifungen benutzen, aber das weiss ich auch nicht, wie es im Kanton Zug geregelt ist. Ja. Dann noch ein alter Schuh mit Forge of Lures, dass die den Laden dicht gemacht haben, ist jetzt doch schon länger her. Hätte ich schon in der letzten Episode preisgeben können. Habe ich gar nicht mitgeschnitten. Ja, es ist warum? Auf Insta ist mal etwas, ich weiss es nicht, ich habe es nicht. Auf Insta ist mal etwas gewesen, ich habe jetzt, glaube heute Morgen, gestern habe ich mit einem deutschen Kollegen telefoniert, der hat gesagt, er hast es eigentlich mitbekommen. Ich habe gesagt, ja, scheiße, stimmt, ja. Ja. Und der Eisvogel ist Fisch des Jahres 2026. Habe ich gefunden, muss ich reinnehmen. Der Eisvogel sehen wir viel im Wasser. Ist sehr ein cooler Fisch. Der Vogel. Ich dachte, wie lange es geht, bis du reingehst. Entweder schon beim Ansagen oder irgendwann drin. Ja, aber es ist ein schöner Vogel. Also ich finde es ganz schöner Vogel mit dem Blau. Ja. Genau. That's it. Mehr habe ich nicht. Hey, bei mir ist es auch mega short. LMAB hat Lure Sleeves erstellt. Ich finde übrigens auch bei Mickey, habe ich auch gesehen, habe ich überlegt, ob ich ein paar posten soll. Werde ich noch machen für meine Swimbaits. Ja, dort habe ich den Bait-Trap, darum habe ich gedacht, ja, wenn es vielleicht einzeln mit dem Scheider hier in der Box, keine Ahnung. Ich sehe den Vorteil noch nicht ganz von diesen Lure Sleeves. Ich glaube, es ist erstens mal wegen dem Verhaken. Weißt du, ich habe in einer grossen Box, oder? Und da habe ich natürlich dort 3-4 Swimbaits aufeinander und der verhakt natürlich immer. Und was ich eben auch das Gefühl habe, ist die Schwanzflosse bei den Swimbaits. Wenn die aus Gummi ist,
und die bleibt länger in der gleichen Stellung, dann wird die schräg. Und ich habe das Gefühl, mit diesen Lure-Sleeves hast du das nicht mehr oder sicher weniger. Also ich fische ja vor allem DRTs, Tiny Clash und Clash 9, dann nehme ich die Schwanzflosse immer weg. Ja. Also dann passiert mir das gar nicht. Ja, du kannst aber verschiedene Schwanzflossen machen. Ja, und je nachdem... kannst bei der Sakura auch, aber es ist mir zu blöd zum Wegnehmen. Jedes Mal. Also, ja, darum ich sehe den Vorteil von denen, weiß auch nicht. Eben, ja, das nicht verheddert, aber für das habe ich meinen Bait-Rap, ja, die verheddert auch nicht. Ja. Genau. Dann Revolution Tackle ist vor dem Aus. Also die werden keine Köder mehr produzieren. Sie haben das Ganze eingestanzt. Okay. Das sind die mit, wie sagt man, grossen Augen, die aussehen wie von Herr der Ringe, wie heisst der? Herr der Ringe, der Böse. Smergo. Ist das böse Auge, das allsehende Auge? Oh, das keine Ahnung. Herr der Ringe kannst du nicht auch. Okay, sorry, es hat sicher ein paar Nerds da aus, die das wissen. Oder das Auge, oder es erinnert so an ein Drachenauge. Okay. Ich weiß nicht, sagt vielleicht ein oder andere etwas. Sind die nicht? Die hatten Dings gehabt, der Hakan. Genau, der Hakan hat die gehabt. Von Fishing... Von Ins. Fishing Shop. In Ins. Ist Fishing Shop? Ja, gemeint. Okay, gut. Das wird auch bei dir in der Nähe sein dort? Also in der Nähe. Im gleichen Kanton. Ja, bei mir ist halt der Punkt gerade ziemlich in der Nähe, wo ich wohne. Also 5 Minuten mit dem Auto ist halt Bernhard Fishing. Bernhard, dort, in Wichtra. Die haben halt wirklich ziemlich Ja, gut, da kommst du auch. Vor allem Flügenfisch ist ja der sehr stark. Sowieso, ja. Ist Fishing Shop, ja. Gell, Fishing Shop. Ja, Fishing Shop. Ja, ich muss mal ihn fragen, wie das weitergeht, weil die werden nur noch für sich Köder produzieren, so wie ich das gehört habe im Podcast. Also wer will hören, RBB Angelpodcast, dort ist, glaube ich, 2 Stunden lang. Erklären sie warum und wieso. Sehr spannend zum Zuhören. Okay. Ich will jetzt da nichts spoilern für die das hören wollen. Also hört unbedingt rein. Dann YPC Bank. Jawohl. Wir haben letzte Woche nicht darüber geredet, Genau. aber diese Woche müssen wir darüber reden, Ja, Nico. jetzt müssen wir, weil... Es war das erste Halbfinale gewesen. Ja, genau. Ihr habt alle die Folge gehört. Der Manu hat vorhin gesagt, nein. Absolut. Ich will jetzt die Ohren zuheben. Ja gut, er lässt ja nur, also von dem her... Rollen wir das Feld von hinten auf. Daniel Weyers von mega Nace. schade. Unerwartet. Letzte. Ja. Ganz krass. Der Lokalmatador. Ja. Nur 169, also ja, wirklich nur 169 Punkte. Ist mega unerwartet gewesen. Bei ihm hat er die Fische nicht mitgespielt. Vor allem, glaube ich, das Egli hat ihn ziemlich geknickt. Ja, das andere hat er auch keinen. Er hat einen Hecht von 88 und einen von 81. Ja. Eigentlich gute Hecht, würde ich mal sagen. Eigentlich so, ja, eigentlich okay Hecht, ja, für ein Turnier so auf dem Ufer. Als Start halt, aber eben... Dann der Markus von euch. Hey, hätte ich nicht Von gedacht. so, ich auch nicht. Nach dem ersten Tag hätte ich es wirklich nicht gedacht. Vor allem nach seinem geilen Spot dort, den er hat. Ja, Von so genau. könntest du mal den durchgeben, wo der ist. Der ist wirklich gut und das ist also für mich recht überraschend. Ich habe gedacht, der zweite wäre sicher. Aber ja, ist halt auf diesen Zander auch hocken geblieben. Ist es ein schwieriger Tag gewesen zum Fischen? Ich glaube, wenn du dort auch die Spots kennt hast, wenn du gewusst hast, wo... Er hat dann auch gesagt, es ist ein Risk-Move, den er macht. Mhm. Ich glaube, das ist halt das beim Fischen. Oder? Du kannst sagen, du gehst dort hin, weil es sonst immer läuft. Und du gehst dort hin und es läuft. Oder du gehst dort hin und es läuft halt nicht. Was ich noch das Gefühl habe, ist vielleicht ein Overkill. Du darfst nachher ganz Holland befischen. In der Vorrunde darfst du nur die Zonen, die es dir vorgeben. Und nachher im Halbfinale darfst du das ganze Holland. Dass dir das wie so ein bisschen das Ding gibt, hey, ich kann mich brutal verzocken. Der Anreiz zum Weiterfahren. Ja. Also zum mehr Fahrzeit in Kauf nehmen, meinst du? Ja, das ist möglich. Ja, gell, der Ino Taminga, der ist ja bis aufs Neck raufgefahren. Der ist ja... Eben, der ist weit oben abartig. ja. Und das ist ja von Amsterdam weg, ist ja das etwa eine Stunde, circa eine Stunde 20, je nachdem. Genau, er ist Er ist Vierte. Ja. Vierter geworden. Ja. Auch dort, wo er den Hecht hat aufs Scale legen. Ja, Und mega. Hey, das ist mir gerade mit Zander in den Sinn gekommen, als ich auf das Scale gelegt habe in Holland. Ja, voll, Und über stimmt. das Board runter ist. Aber er ich muss sagen, ich finde ihn einen brutal sympathischen, vorsichtigen und authentischen Fischer. Ich verstehe nicht, warum er erst jetzt an einem YPC teilgenommen hat. Das wäre für mich das Aushängeschild auch. Nicht gegen Johannes, überhaupt nicht. Aber es wäre für mich sehr ein willkommenes und ich glaube auch ein gut gesinntes Aushalteschild für Hecht und Barsch bzw. LMAB. Mir ist einfach wieder aufgefallen, als ich ihm zugeschaut habe, wie wenig die anderen das machen.
die schon länger dabei sind, wie abgerührt die sind. Weißt, Ja. sie machen viel zu wenig auf das so aufmerksam. Und er hat, glaube ich, bei jedem Fisch, den er gefangen hat, hat er auf das aufmerksam gemacht, hey, wie schonend er Genau. mit dem Fisch umgeht, warum er jetzt die Handlung macht. Ja, genau. Warum er ihn jetzt dort, der Hecht halt dort, wo er ins Nasse gelegt hat, er ist ihm weggegangen, blöd Trotz dem gelaufen. Risiko, dass er Aber bleibt. eigentlich nur für das sollte er eigentlich schon einen Bonuspunkt bekommen. Absolut, absolut. Also ich finde ihn mega super Typ. Mega sympathisch. Genau. Dann dritte ist der David van Manen geworden. Ja, gut, mit ihm bin ich nicht wirklich warm geworden. Es ist so, Nein. Ja, wenn er all 3 Sprachen kann, also Deutsch, Holländisch und Englisch. Warum? Ich frage mich bis jetzt noch, warum hat er nicht Deutsch geredet? Weil es ist... Shimano hat ihm das, glaube ich, vorgegeben. Okay. Ah, dann, okay. Wahrscheinlich haben ganz sie internationale Werbespots oder so wollen, oder er hofft aus dem, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, okay. Aber Weil eigentlich, sind wir ehrlich, die meisten deutschsprachigen, eben wir Schweiz und die Deutschen schauen den YPC. ja, absolut. Ja. Dann, Titelverteidiger, Ton van Ham, Zweiter. Der hat auch Glück gehabt. Der hat brutal Glück Der hat sich der richtig Typ. durchgecatcht dort. Aber Ja. schon durch Quali hat er sich brutal durchgecatcht. Hat ja am Schluss dort noch einmal Vollgas gegeben und gesagt, hey, der Plan, wenn der aufgeht, dann bin ich weiter und wenn er halt nicht aufgeht, dann bin ich draus, das weiss ich. Es gibt entweder schwarz oder weiß. Aber er ist krass, nicht? Er geht unter die Brücke an und sagt, hey, ist mein letzter Spot, entweder Ja. kommt es jetzt oder es kommt nicht. Genau. Und er fängt es nicht. Ja. Also Ja. musst du auch noch können fischen so. Ja, musst du den Grind noch beieinander haben. Ja, ich glaube, da hätte er mir kläglich versagt. Ja, ich weiß ja. nicht, wieso es geht. Also, ich hätte dann sicher keinen Fisch mehr gefangen in den letzten paar Minuten. Ich wahrscheinlich auch nicht. Ich wäre wahrscheinlich jetzt nervös gewesen. Und dann, also sehr überraschend, wie kann man so sagen, der Roman Chakuzzo, Fish Explorer. Der hat einen geilen Hechtspot, Mann. Dort will ich auch mal werfen. Den kannst du mir sicher mal durchgehen. Ja, der ist nice gewesen, der ist schon... Der ist wirklich cool. Vor allem er geht dort hin und sagt, ey, ich brauche schnell 3 Hechte. Ja, genau. Und er sagt ja auch noch im Vorfeld, ja, die Hecht habe ich sicher, das weiss ich. Ja. Das ist, ich finde es eben geil, weißt du, so vom Ufer her so die grossen Seen kannst abwerfen oder die grossen Gewässer kannst abwerfen und die Fische kommen. Das ist schon geil. Ja. Das ist schon geil. Das ist Aber eben ich das, muss was sagen, abschreckend ist. sein Top-Egli-Spot von der Vorrunde dort bei dem Ausfluss, was ist das, Schleusen, was ist das dort gewesen? Wo er da seine grosse Egli gefangen hat. Der hat ja dann auch nicht geliefert jetzt im Halbfinale. Ja, ja, klar. Eben, es ist so... Dafür du und kannst- wieder, oder? Hey, du kannst mega Glück oder mega ja, Pech haben. Ja. Und das hast du jetzt Absolut. einfach wieder mal... Oder auch mal gesehen, so ein Turnier, das finde ich eigentlich noch cool. Hey, mega. Es ist nicht einfach so, dass du reingehst und überall deine Fische fängst, oder? Sondern es ist, also ich finde allgemein, es sind harte Bedingungen gewesen bis jetzt. Es war ein schwieriges Fischen gewesen. Es hat 2 Gruppen gehabt, die super gut gelaufen sind. Ich glaube, Gruppe A und Gruppe B. Dort Ja. haben sie wirklich Big Fish gehabt und viel Fisch. Und Gruppe C und D war brutal mau gewesen. Und jetzt das Halbfinale das erste ist... Also, es Gut, ich meine, der Roman hat keine Full-Card. Nein, es hat Im einen eine Feld Full Card. Egli, ja. Der Ton hat eine Full Card. Stimmt, Ich glaube, der ja. Einzige, der eine Full Card hat. Die anderen stimmt. sind alle noch mit 1, 2, 3 oder 4 Fisch. Ja, hat der Ton noch Topwater gefischt, hätte er einen gehabt, wäre er erst. Der Fons hat noch einen Top-Water-Point bekommen. Stimmt, ja. Ja, das ist, ja. Es ist Fisch und empfangen, Nico. Und es ist halt, genau, und es ist immer noch, Holland ist halt auch nicht so, dass dort einem Fisch einfach hier kommt. Das ist so, ja. Hey, ja, Sind wir gespannt, wie es weitergeht. definitiv, ja, definitiv. Und vor allem sind wir gespannt, wo das Finale ich angeht. wollte sagen. Es ist wieder in einem anderen nicht, Land. Ja, Land. Ja, Nicht, aber nicht in Holland. ja, genau so ist es Und gesagt. nicht Azoren. Dann würde ich sagen, kommen wir doch zum Kernpunkt von unserem Podcast-Thema. Du musst nicht so schön schauen, jetzt bist du gefragt. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt der entspannte Teil und mein Bier ist schon fast leer. Yep. Ja, Thema. Die Asche. Manu, wir haben uns da ein paar Fragen notiert. Der Oli kann vielleicht mal noch Community-Fragen ein bisschen parat machen. Respektive, wir können ja erklären, dass der Mann auf uns zugekommen ist, Richtig. weil du hast eine Arbeit geschrieben über die Asche und hast uns gefragt, ob das etwas wäre. Wir haben darauf aber eine Community-Umfrage gemacht, die liegt jetzt eigentlich, glaube ich, auch schon ein halbes Jahr zurück. Ja, ist Meinte möglich. ich's. Ich weiss es einfach nicht mehr wirklich. Und es war wirklich so, gewesen, dass die Leute das mega interessiert und darum haben wir gefunden, komm, go for it. Du bekommst heute an die Plattform um deine Arbeit und auch die Asche ein bisschen vorstellen. Genau. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da wirklich vorne aus. Ich weiss so gut wie gar nicht. Ich bin mega gespannt. Also, ich habe deine Arbeit bereits gelesen. Darum weiss ich jetzt ein bisschen etwas, aber... Hast du schon mal einen so Asche gefangen? Nein, habe ich Noch nie? Noch nie, Okay, nein. ja. Ist ein wunderschöner Fisch, ich kenne die Asche. Wir haben sie bei uns im Hausgewässer, haben wir sie, oder zumindest gehabt. Ob sie immer noch dort ist, weiss ich nicht. Die letzten 4 Jahre habe ich nicht mehr auf Asche gefischt. Ja, halt einfach auch aufgrund von der ganzen Wetterlage, die es da mittlerweile gegeben hat und auch, hey, soll ich sagen,
Raubfisch. Für mich gehen die bis Ende Januar, je nach See bis Ende Februar. Und der Äschen hat bei uns halt Ende Januar schon Zeit. Aber du hast dich ja recht mit der Äschen befasst. Und du hast dich vorher schon mal ein bisschen vorgestellt, aber jetzt einfach nochmal, wer bist du? Warum kennt man dich, beziehungsweise wie alt bist du? Was machst du sonst, wenn du nicht am Fischen bist? Ja. Ja, also vielleicht zuerst schon auf das Alter, ich bin 25, also jetzt seit 20 Jahren Fischen. Ein 2000er, yes. No. Oh Gott. 0-0. Ja. Scheiße. Junge Schnaufer, du hast ein halbes Leben vor dir. Ja, und vielleicht einfach allgemein, wieso bin ich auf das Thema gekommen? Wir haben die Abschlussarbeit müssen machen und ich habe gesagt, ich will sie machen. Und dann habe ich natürlich auch ein Thema genommen, das mich interessiert, wo ich aber auch schon etwas darüber weiss. Und dort musste ich einfach sagen, was gerade so in unserer Region regelmässig in den Schlagzeilen ist. Thema Fischerei ist die Äsche. Und ja, es polarisiert auch die ganze Gesellschaft, also die ganze Fischereigesellschaft bei uns. Ist schon manchmal recht aufbrausend, habe ich das Gefühl. Und dort war mir wichtig, dass ich mehr Fachwissen über den Fisch kann erarbeiten. Und deswegen habe ich die Arbeit gemacht. Mir ist die Fischart sowieso sehr wichtig. Ich möchte so gerne noch in 10 Jahren fischen. Und deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen auf euch zugekommen. Für die Erkenntnis mitzuteilen. Und für allem zu sagen, was kann ich als Fischer machen, damit ich eigentlich im Allgemeinen mit den Fischen oder mit dem Bestand besser umgehen kann, aber sicher auch explizit auf die Fischart bezogen. Was kann ich beisteuern? Wenn ich nicht am Fischen bin, also ich bin allgemein Naturmensch, ich bin viel in den Bergen, ich bin halt nahe an den Bergen, tue es aber auch gerne kombinieren, eben gerade mit dem Fischen, also ich tue gerne zelteln, auch gerne im Winter, gehe auch gerne eben zum Beispiel noch Eisfischen in Kombination. Im Berufsleben bin ich grösstenteils drin, momentan gerade im Dienst, deswegen draussen. Ja, von dem her, das ist so das, was ich sonst noch so mache. Ich glaube. Was machst du für einen Dienst? Zuerst Militär gemacht, RS und 2 WKs. Dann aber aus verschiedenen Gründen muss ich sagen, hey, ist gut für mich. Ja. Ich mache jetzt Zivi. Ja. Genau. Braucht es auch. Definitiv wichtig. Gibt es ein bestimmtes Erlebnis? Du hast ja die Arbeit über die Aare geschrieben. Also vorwiegend über die Aare, wo du dir die Zeit genommen hast und die Strecken abgelaufen bist, beziehungsweise erarbeitet hast mit Tiefenmessung etc., um die Habitate zu kennen. Gibt es irgendwie ein bestimmtes Erlebnis an der Aare, das dich so richtig aufgerüttelt hat? Jetzt in Bezug auf die Äsche? Ja. Ja, sicher meine erste, die ich gefangen habe. Und auch, wie ich eben geknorzt habe dran oder wie ich Mühe hatte damit. Was aber sicher so ein bisschen im Negativen geprägt hat, ist, ich weiss nicht mehr genau in welchem Jahr, das ist in der Arbeit geschrieben, haben wir wirklich Sperrzeit gehabt. Und dann bin ich halt erst so ein bisschen in das Thema reingekommen. Und mir hat schon dann recht gepackt, wieso muss man eine Fischart sperren. Hat für mich dann zumal keinen Sinn gemacht. Das war sicher ziemlich prägend gewesen, weil ich eigentlich auch schon lange mal eine fahren wollte, aber dann einfach nicht durfte. Ja, das war sicher auch das gewesen, was mich fischereitechnisch ziemlich geprägt hat, jetzt gerade bei uns in der Region. Und eben das andere ist einfach auch, was mich momentan halt ziemlich prägt, ist die ganze Präsenz auf Social Media. Also gar kein Problem, wenn jemand seine Äsche postet, wirklich alles easy. Aber es hat halt wieder ziemlich zugenommen. Und es ist vielleicht gerade für gewisse heikle Bestände empfindlich. Und das ist gerade in letzter Zeit für mich ziemlich prägend. Und deswegen ist es gerade optimal, wenn ich jetzt hier. Wie stark ist die Wassertemperatur unterschätzt von den Fischern? Brutal. Schon? Ja. Ist der schon wirklich so ein heikler Fisch, wo das gar nicht mag verleiden? Ja, also es gibt immer, man muss sagen, bei Äsch ist es so, dass Temperatur allein ist nicht unbedingt das Problem. Klar, so ab 23%, genau. Ab 23 Grad geht die Mortalität ziemlich stark rauf.
bei den erwachsenen Tieren. Und das haben wir halt die Rare regelmässig überschritten, gerade in den Sommermonaten. Das Problem ist aber dann, wenn andere Stressoren dazukommen. Also, ich sage jetzt mal, Schadstoffbelastungen, vielleicht auch Eindringlinge ins Habitat. Ich sage jetzt mal, Thema Ahrenböteln. Ich gehe gerne, aber so in Sommertagen ist da einfach, wenn du aber eine Brücke schaust, siehst du 100 Bötchen. Und ja, wenn halt dann eben mehrere Faktoren kommen, ist sie extrem sensibel. Und man hat ja viele Salmoniden auch gebraucht, für Trinkwasserqualität sicherzustellen. Dort war der schon dabei gewesen. Und ich glaube, bei den Fischern ist es noch nicht so angekommen, beziehungsweise ich höre häufig den Satz, ich gehe halt dann fischen, wenn ich kann. Das verstehe ich auch. Ich muss mir meine Zeit auch freischaufeln. Und ich kann nicht sagen, ich gehe nicht. Aber dann wäre mein Wunsch, geh doch auf Fischen, weil wir haben im Kanton Bern immer Möglichkeiten, geh doch auf Fischen, die das besser fortstecken können. Und man kann ja fischen, als easy, aber vielleicht bei höheren Temperaturen einfach die Salmoniden halt mal sein. Hast du das Gefühl, das ist nur im Kanton Bern so? Nein, ich glaube nicht. Also, ich habe mich jetzt so zu wenig vernetzt dort. Was ich halt schade finde, im Kanton Bern haben wir ganz viele Möglichkeiten. Auch gerade Bergseen, dort sind wir ja selten auf hohen Temperaturen. Das ist halt das. Und das checke ich manchmal nicht so. Und probiere auch möglichst darauf aufmerksam zu machen. Aber ich glaube, das ist schweizweit. Also ich weiss nicht, wie ihr es erlebt. Ja, also man sieht es an uns. Bei uns ist der ist natürlich enorm retour gegangen. Der Bestand ist recht geschwunden, wenn du so willst. Von den Faktoren her, was da alles Zusammenhang hat, gell, dass, ich habe keine Arbeit darüber geschrieben oder etwas, ich habe mich da auch nicht gross irgendwie damit vertieft, sondern man vernimmt einfach das, was man halt hört, und anhand von dem kann man sich so ein Bild zurechtbeugen, oder? Also ich muss ja sagen, die Rüsse, die ist auch teilweise brutal warm, oder? Wo die Äste sicher auch leiden und die Mortalität sicher auch zunimmt, oder? Ganz klar. Aber ich glaube, das ist nicht nur die Äste, darum gibt es ja auch Sperrzonen, beim Lindkanal zum Beispiel, wo man auch nicht fischen darf, bis im 26, wenn es mir recht ist, meinte ich. Haben wir es mal gehabt im Podcast vor etwa 2 Jahren, letztes Jahr war es etwas gewesen. Ja, sicher auch ein riesen Ding. Du hast in deiner Arbeit noch die Insektenpopulation angesprochen, wo auch ein riesen Thema ist. Vielleicht noch kurz zum Punkt von vorhin. Einfach alle, die sich informieren wegen der Wassertemperatur. Vom BAFU, glaube ich, gibt es die Hydrodaten. Kann man einfach suchen, Hydrodaten in der Schweiz. Man kann in der ganzen Schweiz in verschiedenen Gewässertemperaturen schauen. Wenn das euch wichtig ist, Fische dann nicht stressen. Wenn sie vielleicht schon im Stress sind, geht ihr gerne schauen. Jetzt gehen wir zu den Insekten. Und das ist sicher auch... Vielleicht noch eine Klammerbemerkung. Ich schaue, dass ich den Link noch für euch kann, ready machen von den Hydrodaten, damit ihr den auch kopieren könnt. Genau. Jetzt eben wegen den Insekten. Das ist natürlich auch ein riesen Punkt, weil die Äsche ist nicht wie viele andere Salmoniden oder jetzt zum Beispiel Forellen, die sich näher aber eine gewisse Grösse, auch vor allem von kleineren Fischen ernährt. Die Äsche ist ziemlich insektengebunden. Und wenn halt, also es hat verschiedene Untersuchungen gegeben, ich glaube, es sind sogar 10 verschiedene in der Schweiz durchgeführt worden, also wirklich recht viele Untersuchungen für Insektenpopulationen zu messen, und dort sieht man einen starken Rückgang. Und wenn halt, wenn das Futter zurückgeht, dann wird logischerweise so eine Population zurückgehen. Und da hat keine anderen Möglichkeiten, oder fast keine anderen Möglichkeiten. Also sie brauchen Insekten. Von dem her, eben, wenn der Rückgang so stark ist, dann wird es irgendwann noch sehr schwierig für die Äsche. Und dort ist, also finde ich auch stark vom Fischereiverband, dass sie sich auch ziemlich einsetzen und mit dem Bauernverband zum Beispiel zusammenhocken. Ich bin jetzt aber auch jemand, der sagt, hey, man kann nicht immer nur den Finger auf eine Branche haben. Finde ich ganz wichtig. Aber es finde ich wirklich eine gute Sache, dass sie sich mit dem Bauernverband zum Beispiel austauschen und auch Habitat für die Insekten schaffen. Weil das hat einen Effekt. Die Frage ist einfach, ist er genug schnell?
Was müsste passieren, dass sich die Insektenpopulation, also eigentlich eben die Hauptnahrung entsprechend von der Äsche, langfristig auch könnte erholen? Ist jetzt ein bisschen eine ausgeholte Frage natürlich, aber ja, ist ja gleich auch im Zusammenhang mit der Äsche. Ja, sicher Habitat. Also es braucht wieder mehr Zonen, wo die Insekten überhaupt können schlüpfen zum Beispiel. Weil ganz viele Insekten sind eigentlich der grösste Teil unter dem Wasser als Larven. Und die brauchen ein gewisses Habitat. Also es darf sicher nicht zu schnell fließen, es darf sicher nicht zu hart kanalisiert sein. Also es braucht verschiedene Wassertiefen, verschiedene Geschwindigkeiten auch. Das ist sicher etwas. Also das Habitat, das ist man aber auch dran. Also es sind ziemlich viele Renaturierungsmaßnahmen im Gang. Das andere ist halt sicher auch, ich denke, jetzt für eben nicht mit dem Finger auf den Bauernverband zu zeigen, ich finde auch bei den Privatpersonen ganz wichtig, tut doch probieren, Insektizid zum Gehen. Ich finde, für besonders Privatpersonen ja, ist es nicht notwendig. Also jetzt zum Beispiel die Stecker, die man in der Nacht einsteckt, tut doch ein Fliegen- oder ein Muckengitter montieren. Da hat ihr Ruhe. Einfach als Privatperson auch immer daran denken, Insektizide sind meistens Stoffe, die schwer abbaubar sind, die auch nicht nur am Insekt Schaden zuführen können. Aber als letzter Punkt halt einfach auch, ja, es ist schon ein Punkt, der die Landwirtschaft betrifft. Und dort braucht es sicher auch, ja, ich sage jetzt mal Mithilfe. Also, dass man möglichst weit vom Gewässer entfernt ist mit Insektizid, dass eigentlich die Uferzone möglichst frei bleibt und auch möglichst eine gute Flora hat, also vor Pflanzenzusammensetzung auch gut ist, weil eben, wenn die Insekten dann schlüpfen, brauchen sie auch wieder ein Habitat, ein gewisses, und wenn dort halt einfach eine kahl rasierte Wiese ist für die meisten nicht optimal. Deswegen ganz viele Faktoren, Habitat im Wasser, Habitat um das Gewässer und halt einfach auch der Punkt Insektizid, denke ich. Aber ich bin ja auch nicht der Insekten-Experte. Okay. Mich nimmt es ein bisschen Wunder, jetzt sind wir voll schon mit dem Nico seine Frage, aber ich will es gleich noch, was geht es in deiner Arbeit? Einfach so für unsere Zuhörenden, die nimmt sich Wunder, mit was hast du dich befasst? Du hast eben nicht nur mit dem Fisch, du hast dich auch mit dem Gewässer befasst, eben mit Insekten haben wir jetzt schon gehört. Dass vielleicht so schnell grob kannst zusammenfassen, was ist dir wichtig gewesen oder auf was hast du so das Augenmerk gelegt? Ich meine, du bist nicht ein erster Profi, weil das vielleicht jetzt viele auch nach unserer Umfrage gemeint haben. Ich meine, du hast dich jetzt einfach intensiv damit befasst und bist immer noch dran. Außer du sagst, hey, nein, ich bin voll der Pro. Also, nein, überhaupt nicht. Ich befische es einfach gerne. Und deswegen ist es mir auch wichtig. Bei meiner Arbeit ist es darum gegangen, wir haben es halt recht stark einschränken, weil sonst der Umfang einfach wäre gesprengt worden. Das ist halt bei komplexer Arbeiten immer so. Mir ist es einerseits um die Region gegangen, also Region Thunersee, die Aare bis Wollensee, was so der wichtigste Teil ist von Aare für die Äsche. Dann ist es vor allem darum gegangen, was sind die biotischen und abiotischen Bedingungen, die eine Äsche braucht, für einen guten Bestand zu haben. Also das heisst, was ist im Lebensraum wichtig, was ist bei der Prädation, also bei den Räubern auch wichtig, die gefährlich sind für die Äsche, je nachdem. Was ist für die Insekten oder eben für die Nahrung wichtig. Und aus dem dann eigentlich schlussendlich Massnahmen zu definieren zum Schutz von dieser Fischart. Ich habe das dann im Verlauf der Arbeit noch ein bisschen anpassen, weil halt, auch dort wäre wieder der Rahmen ein bisschen gesprengt worden, wenn ich auf alle Faktoren die Massnahmen definiert, und dort bin ich halt dann auf in den Bereich gegangen, wo ich etwas machen kann, und das ist die Fischerei. Also, was können wir in der Fischerei anders machen, für dass es an Äsche wieder besser geht und dass vielleicht auch mal schlechte Brutjahre kompensiert werden können. Also, ja, relativ eine komplexe Sache, aber Daten sind rum, auch verschiedene vom Kanton sind dran, für die Massnahmen zu definieren. Ja, da bin ich auch gespannt, wie das rauskommt. Du hast vorher schon von den Prädatoren angefangen. Mhm. Und Prädatoren sind ja immer ein wichtiger Punkt, wenn es um Fisch geht. Egal um welchen Fisch es geht. Welches ist der grösste Prädator für die Äsche? Oder der grösste Feind von der Äsche, wenn du so willst? Ich denke, es kommt sehr auf das Stadium drauf an, wo sich
der Fisch befindet. Bei den Fischern halt immer ein Thema ist der Kormoran. Dort wollte ich wirklich ganz genau hinschauen und ich bin jetzt so jemand, der sagt, das habe ich schon immer gesagt, ich möchte gerne etwas wissen und nicht einfach Stammtischplaudereien weitergeben. Deswegen habe ich auch dort ganz genau hergeschaut, habe Kontakt aufgenommen mit der Vogelwarte Sempach. Aber wenn Kormoran sind im Laichgebiet, also dort, wo die Äste laichen, dort, wo auch die kleinen Äste sind, das ist sicher, das ist sicher schwierig. Weil halt der Kormoran doch relativ viel frisst, also 300 bis 500 Gramm pro Tag ist eine rechte Menge. Und es hat tatsächlich auch schon Abschüsse gegeben im wichtigsten Laichgebiet in Thun von Kormoranen. Ja, ich denke gerade an so einem Ort, wo auch das Wasser halt ziemlich seicht ist, also wo es nicht allzu tief ist, sind sicher Wasservögel ein zentraler Faktor. Aber eben auch dort, man kann nicht mit dem Finger drauf zeigen. Ich persönlich sage, wir müssen dort etwas machen, was wir können. Das ist bei den Fischern, weil auch die Fischer sind ein Riesenpunkt. Also Entnahme von Fischern, aber sicher auch, wenn ein Fisch zurückgesetzt wird, dass der Fisch noch stirbt, weil eben der ist sehr sensibel. Also ich sage, die 2 zentralsten Wasservögel bei den Laichstellen, bei den Brutstellen und Fischer bei den wichtigen Laichtieren. Können wir nicht einfach auch allgemein sagen, der Mensch? Ich würde es so betiteln, ich würde den Mensch zuoberst hersetzen, bevor noch der Vogel kommt. Hätte ich auch gedacht. Ja, also eben, es ist ja nicht nur wir Fischer, wir sollten ja mit Bewusstsein an ein Gewässer gehen fischen. Andere Menschen haben das nicht, eben fetzt einfach mit den hunderten Bötchen über die Aaren runter oder weiss auch nicht, lernen irgendwelche Farben die Aaren, also das Gewässer runter. Ich glaube, der Mensch hat schon einen rechten Einfluss, jetzt nicht nur am Wasser. Das stimmt, es ist natürlich nicht nur die Fischer, es ist wirklich allgemein der Mensch. Also das habe ich jetzt nicht so genau untersucht, aber ich denke auch, Thema Sonnencreme zum Beispiel, es gehen so viele Leute baden und eine Fischart, die doch sehr, sehr heikel ist auf solche Sachen, wo eben vielleicht noch die Temperatur ein bisschen hoch ist, das kann relativ viel Schaden anrichten. Und vielleicht noch zum Thema Vögel auch noch sehr interessant finde ich, der Kormoranbestand, der ist wirklich extrem stark auf. Also der hat einen Bestandesindex irgendwie, ich müsste es genau nachlesen, aber es hat sich x-facht in den letzten 20 Jahren. Was ich aber dort noch eine wichtige Überlegung finde, der Kormoran frisst vor allem Fisch, also muss irgendwo durch auch eine gute Nahrung rum sein, also genug Nahrung rum sein, sonst hätte er sich nicht so erfolgreich populiert, ja. Genau, richtig. Ja, von dem her, klar, der Kormoran unterscheidet nicht, das ist jetzt das irgendein Rotauge, wo nicht egal, aber wo weniger schlimm ist, oder ein Äschen, oder definitiv, ja. Von dem her eben, das ist vielleicht auch noch wichtig für die Fischer. Der Kormoran fühlt sich hier wohl, weil er auch Nahrung hat. Also, es hat Fisch. Das Problem ist einfach dort, wenn er halt auf Fischarten geht, die schon problematisch sind. Wie gerechtfertigt ist der Fokus von vielen Fischern auf den Kormoran, gemäss deiner Recherche? Du hast ja vorher schon gesagt, du hast dich recht mit dem Thema auseinandergesetzt, vor allem mit Kormoran. Wie gerechtfertigt? Also, der Kormoran, wir müssen nicht darüber diskutieren. Wenn ein Fisch Kormoran gehört, dann streut es um die Nackenhaare, oder? In 9 von 10 Fällen. Ich kann jetzt nicht sagen, es ist gerechtfertigt oder es ist überhaupt nicht. Dort ist eher meine Frage, was willst du machen? Weil ich will ja nicht... ja schon, aber Kormoran, ich meine, die haben ein Nahrungsgebiet von 100 Kilometern. Also, wo die brüten oder wo die das Nest haben, 100 Kilometer Umkreis. Also, du wirst das Problem nicht einfach los, wenn du sie runterschiessest. Ich denke, es hat besonders auch in Seen sehr viel Wahres daran, dass der viel Schaden anrichtet. Weil sie halt auch sehr tief tauchen können. Ich bin mir auch dort nicht mehr 100% sicher, aber ich glaube bis zu 30 Meter. Also das ist wirklich noch heftig. Die kommen fast an jeden Fisch her. Und sie kommen halt wirklich in Schwärmen vor. Also in Massen. Ich habe das am Neuenburger See gesehen, das sind wirklich Massen an Tieren. In den Fliessgewässern, jetzt besonders an Aaren, die ich halt genau angeschaut habe, sage ich, die Fischer zu viel rennen. Weil es sind sehr wenig Kormoranen rum. Und wenn sie sind, ein zu. Also sorry, für alle Zürcher, die dazu hören, Grennen heisst Latschen. Oh, sorry, ja. Brüllen. Eben Latschen, umlatschen. Ja, es ist einfach sagen. Ja, ist gut, mach weiter, ist ein sympathischer Dialekt, ich höre gerne zu.
Ja, aber also ich denke, es ist dort das Problem, wo sie sehr massiert vorkommen, wo sie in grossen Massen halt ja wirklich Mengen zu sich nehmen. Aber wenn das vereinzelte Brutpaare sind, finde ich, es ist nicht gerechtfertigt. Jetzt an den Seen, eben Neuenburger See und alles, habe ich mich auch zu wenig damit auseinandergesetzt. Hat sicher eine Berechtigung. Du hast jetzt gesagt, du hast dich mega befasst mit dem Kormoran. Hat es denn auch einen Vorteil für unsere Welt, der Kormoran? Oder welchen Vorteil bringt der Vogel mit? Meistens die Biodiversität. Ja, Nein, sorry. Ja, genau, das Wort habe ich gesucht, danke. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch, aber ich sage, bei solchen Sachen in der Natur, die sich Natürlichkeit bildet, also ein Bestand vom Kormoran, da hat man zwar ein bisschen unterstützt, weil er geschützt ist, und das ist vielleicht schon ein bisschen fraglich, oder dort sind sicher auch die Fischer komplett anderer Meinung, dass der Vogel noch geschützt ist. Ich glaube, er ist immer noch. Also ich habe auch schon gehört, dass bei uns Kormoranen geschossen haben. Ich weiss aber nicht, ob legal oder illegal. Sicher nicht illegal, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Weil in Deutschland zum Beispiel schießt es ja auch. Ja. Also ob der wirklich geschützt ist, überall flächendeckend bei uns, das weiss ich nicht. Und es gibt eben auch Einzelabschüsse. Also und das ist eben auch das, was anscheinend am sinnvollsten ist. Also Massenabschießungen bringt nicht allzu viel. Es ist ein sehr schlauer Vogel anscheinend, weil wenn es Einzelabschüsse gibt, dann bewegt sich eigentlich der ganze Teil, der auch in dieser Nähe war, nicht mehr unbedingt in diesem Bereich. Von dem her Einzelabschüsse sind in gewissen Fällen sicher auch sinnvoll. Was es jetzt bringt, fraglich, ja. Das ist ja so. Aber manchmal merkt man auch erst, wenn man etwas eben dann nicht mehr hat, dass es vielleicht irgendeinen Einfluss hat gehabt. Ich bin gespannt, wenn wir Quagga-Muscheln mal ausrotten können, ob die irgendwie einen Einfluss gehabt hat. Ja gut, Nein, das ist natürlich heftig. Und nein, ist schon klar. Das kannst du auch nicht so verallgemeinern. Du kannst nicht einfach Schema F drüber legen überall. Das geht natürlich nicht. Ja, aber es ist sicher auch ein Thema, das wir mal gesagt haben, wenn wir mal ein bisschen näher darauf eingehen, vielleicht einmal jemanden einladen von der Vogellobby, der einfach uns den Kormoran sehr genau könnte erklären könnte. Der uns sympathisch machen kann. Nicht sympathisch machen, aber ich glaube, man muss einfach auch das Tier ein bisschen mehr verstehen. Ja, definitiv. Als wir und vor allem von einer anderen Ansicht auch anschauen. Und wir schauen es von der Ansicht Fischer her an, Jäger in dem Sinn, oder? Und da bist du natürlich dann schon voreingenommen, sage ich. Auch wenn du sagst, bist du nicht voreingenommen, aber irgendwo ziehst du immer einen Schaden daraus raus, sage ich jetzt mal. Ja, und also einfach für alle, die so interessiert, Vogelwarte Sempach hat über jeden Vogel coole Statistiken auf der Internetseite und der sieht man den Anstieg ziemlich brutal, also wie das wirklich, wie das einfach steil bergauf geht. Ja, aber ich bin grundsätzlich auch eurer Meinung. Für mich war aber bei der Arbeit wichtig, dass ich eine neutrale Sicht habe. Und jetzt in diesem Gebiet habe ich sagen, habe ich das Gefühl, mache jetzt die Menschen, beziehungsweise vor allem eben auch die Fischer, einen grösseren Schaden als der Kormoran. Weil sie dort in dieser Region sind wie, ich glaube, 4 Brutpaare gewesen, also wirklich wenige Vögel. Und das, wenn man das aufrechnet, das hat nicht einen riesen Einfluss. Jetzt hast du in deiner Arbeit auch über Massnahmen geschrieben. Welche von deinen, also kannst du vielleicht noch deine vorgeschlagenen Massnahmen nachher erklären, für all die Arbeit nicht gelesen haben, aber welche von deinen vorgeschlagenen Massnahmen würdest du als erstes umsetzen? Das ist eine gute Frage. Also ich habe von den Massnahmen her, ich habe relativ viel angeschaut und auch gerechtfertigt oder nicht, mal angeschaut, was hat es für einen Einfluss. Das Ziel der Arbeit ist Massnahmen, dass der Bestand gesichert oder sogar verbessert werden kann. Also, was die Fischer eigentlich darüber denken, über die Massnahmen, ist, ich habe zwar eine Umfrage gemacht, aber das ist eigentlich ziemlich egal. Es geht wirklich um den Bestand. Ich habe auf einmal angeschaut, was würde es vielleicht bringen, wenn man zum Beispiel Schutzjahr macht. Also, alle 3 Jahre, der ist offen und dann wieder 2 Jahre geschlossen. Das war mal das eine. Das andere, das haben wir im Kanton Bern schon vielen Orten, ist, dass man nur an gewissen Wochentagen fischen darf, dass der Befischungsdruck halt runtergeht. Dann ein Naturköderverbot. Wiederhakenverbot haben wir ja. Ja, und dann, was sicher am heißesten diskutiert ist, ist halt schon das Fly-Fishing only. Aber auch dort ist es mir wichtig, dass ich das wirklich anschauen. Fly-Fishing oder Fleischfishing? Nein, Fly-Fishing only, also nur Fliegenfischen. Okay. Dann, was ich auch angeschaut habe, sind Schonmaß. Also was verändert sich, wenn wir die Schonmaß zum Beispiel erhöhen.
Und natürlich ganz ein zentraler Punkt und aus meiner Sicht schlussendlich auch der wichtigste Entnahmezahlreduktion. Ja. Das ist wirklich der Punkt, wo wir etwas machen können. Und ich habe es jetzt so angeschaut, dass ich einerseits mal eine Tageseinschränkung gemacht habe. Das haben wir heute 2 pro Tag. Was bei uns einfach erfahrungsgemäss so interessant ist, wenn es ein guter Tag ist, dann kannst du die 2 locker füllen. Also, bös gesagt, es könnte auch 5 sein. Yeah. An gewissen Tagen sind sie wirklich überhaupt nicht wählerisch. Nehmen alles, an anderen Tagen hast du ein Biss auf der Pension. Dort habe ich es reduziert auf 1. Einfach für an den Tagen, wo sie halt sehr grosszügig nehmen, die Fische zu schützen. Und das andere ist eine Fangbeschränkung von 5 pro Jahr. Wir haben 20. Umfragen haben auch gezeigt, dass sicher auch der ein oder andere Fischer mehr als 5 entnimmt. Ja, also ich finde einfach 20 Äsche in so einer kurzen Saison Scheikel. Das ist too much. Ja. Und ich kenne es so, also ich weiss einfach... Es ist ja vor der Laichzeit, wo ja die Saison ist, oder? Wenn du so willst. Also, es ist genau. Und du hast, habe ich es richtig verstanden, 1 Fisch pro Tag? Ja. 1 Fisch pro Tag, maximal 5 das heisst, pro Jahr. Ich könnte in 2 Minuten eigentlich fertig sein mit meinem Tag, wo ich wieder fischen. Das ist so. Okay. Ja. Wie realistisch, wie dann müsste der Fischer brutal ehrlich sein. Also weißt du, was ich meine? Es ist, ja, natürlich, der kann einfach heimfahren. Ich verstehe, auf was du raus willst, aber ich finde es brutal. Der Fisch in die Feuer gehen und wieder raus, ne? Ja. Also, natürlich, klar. Aber eben, ich glaube auch da ist jeder, ist wie mit den Quaggamuscheln, oder? Schwarze Schafe gibt es immer. Aber end of the day bist ja du auch daran interessiert, oder wie du sagst, Manu, dass der Fisch auch in 5 Jahren noch kannst befischen oder in 10 Jahren, dass er noch irgendwo einen Bestand hat oder sogar einen verbesserten Bestand. Oder? Und das ist halt die wunderbare, altbekannte Eigenverantwortung mit dem gesunden Menschenverstand. Ja, und schlussendlich wichtiger ist die Gesamtzahl pro Jahr. Weil, ob du jetzt hier an 5 Tagen deine 5 füllst oder an 2,5 Tagen deine 5 füllst, spielt nicht so eine Rolle. Die Frage ist eben mehr, wie viel darf ich Maximum entnehmen pro Jahr und dann kannst du nicht mehr fischen. Also bei 4 weisst du haargenau eine und dann ist eigentlich fertig gefischt, wenn wir ganz genau nach Reglement gehen. Aber was ich einfach auch weiss, erfahrungsgemäss, ist, bei der Äsche ist das Riesenthema halt auch ein besonders grosser Fisch aus ökologischen Gründen wieder freizulassen. Klar. Ja, und je grösser die Äsche ist, desto mehr Eier hat sie, desto grösser ist das Ei und desto höher ist auch in dem Sinne die Rate. Ja. Und desto ökologischer wertvoll ist so ein Fisch. Genau. Ist jetzt nicht nur bei den Äschen so aus meiner Sicht, aber das ist ein anderes Thema, das haben wir auch schon durchgecatcht, das sogenannte C&R, Catch and Release, haben wir auch schon eine Folge dazu gemacht. Es ist aus meiner Sicht bei jedem Fisch so der Punkt, oder, dass man irgendwo eben den schönen, gesunden Menschenverstand und vor allem auch, dass man weiss, wenn man einen Fisch wieder freilassen darf und vor allem, wie muss man ihn behandeln, dass man ihn wieder kann freilassen und der Fisch auch weiterhin überlebt. Ich glaube, das ist sehr ein zentraler Punkt. Das ist das Handling. Es gibt da wirklich x Untersuchungen, die zeigen, wenn das Handling stimmt, dann ist die Chance riesig, dass ein Fisch überlebt. Ja. Und vielleicht auch noch schnell interessant, ich denke, bei er sind es vor allem die älteren Fischer. Wenn es jemand jünger ist, bitte nicht böse nehmen. Und das ist das mit den Naturködern. Ich habe schon vor langer Zeit eigentlich für mich mal gesagt, ich fische wirklich nur dort mit Naturködern, wo ich fast muss. Also jetzt zum Beispiel, wo wir auf eine Wels sind gegangen, ist gerade am Anfang mit Kunstköder mega schwierig bei uns. Wir haben ja recht klares Wasser dort, was Welsen hat. Aber solche Fälle, ich bin nicht strikt, aber auf Salmoniden bin ich eigentlich schon lange rein auf Kunstköder. Und es hat Untersuchungen gegeben, das ist nicht eine einzelne Untersuchung, das ist eine Meta-Analyse, also wie eine Zusammenfassung von verschiedenen Untersuchungen. Und dort hat es halt wirklich gezeigt, bei Salmoniden, also explizit bei Regenbogen und glaube auch bei Bachforellen, ist die Mortalität nach Naturköder gefangen bei 39%, mit einem Einzelhaken Kunstköder gefangen bei 5%. Ja.
Also es ist heftig. Das kenne ich aus meinen Bachfischerei-Erfahrungen aus den jungen Jahren. Dort bist du mit einem Madli gegangen und da hast du ein sogenanntes Split Rig, heisst ja das jetzt heutzutage. Habe ich auch lernen das Jahr. Du hast die Hauptschnur, an der Hauptschnur hast du einen Wirbel dran, also ein Snap, einen Karabiner, und dort bei dem Karabiner hast du eigentlich ein Play. Ich habe es immer auf die Hauptschnur da und habe nachher am Karabiner, wo der Hauptschnur ist, habe ich das Vorfach gehabt, das war meistens so 80 cm bis 1 Meter gewesen. Und dort habe ich ein Höckli dran gehabt und ich glaube ein 4- oder ein 5er Höckli und ein Madli dran. Und das habe ich so in Bach, in die Pools gerührt. Die Forellen sind drauf wie blöd und die hatten es im Schlund hinten gehabt. Die hast du alle metzgen nachher. Und zum so einen wieder raus operieren, katastrophal. Ja. Aber mit dem Kunstköder, dort hast du zum Teil noch Fellbiss gehabt und du hast meistens nicht immer, aber meistens hast du es sehr, sehr spitz vorne im Lippen-Zungenbereich gehabt. Und so ist natürlich die Mortalität auch brutal. Aber das ist kaum gestochen. Und eben wirklich auch gerade bei Forellen finde ich Einzughaken ganz wichtig. Ist schwierig, wenn man Wobbler kauft. Ja, ist halt kann man alles umrüsten. Muss man umrüsten. Ja. Noch schnell ein lustiger Fakt über das, wie hast du gesagt, Split Rig. Im Bernbiet sagt man dem Fühlern. Fühlern? Ja, weil du spürst. Ja, das ist aber schon so, ja. Ja, es ist schon so, ja. Es ist schon so. Also, hast brutal geilen Kontakt natürlich. Also ich habe auch so meine ersten guten Erfahrungen am Bach gemacht. Ja. Was würde Aare, oder wie würde Aare 2035 aussehen, wenn deine Massnahmen umgesetzt werden könnten? Ist reicher. Meinst du? Ich kann nicht, ja, also... Ja, es muss. Wenn man der Datenlage traut, dann hat es sicher mehr Asch. Die Frage ist einfach, wie viel mehr. Aber das ist auch eine Sache, wo ich finde, dort sind manchmal Fischereivereine oder auch, oder auch die ganzen Behörden, finde ich, sind dort manchmal viel zu wenig experimentell. Man kann Massnahmen wieder ändern, ich weiss, man kann nicht alle Jahre wieder das Reglement neu schreiben, das ist mir klar. Aber ich finde, gerade besonders, wenn man merkt, und sie haben ein Monitoring, sie sind wirklich auch dran an Massnahmen, dass man halt einfach mal vielleicht ein bisschen überschiesst von den Massnahmen her. Man kann es immer noch zurückfahren und einfach mal schaut, wie verhält es sich. Aber wenn diese Massnahmen umgesetzt werden, also ich habe dann schlussendlich noch so ein bisschen zusammengefasst und einfach so, ich habe auch zum Beispiel das Fly Fishing Only habe ich jetzt nicht angenommen. Also wenn wir rein vom Bestand reden, ja, wäre sicher nicht das Dümmste, aber ich finde halt auch, man muss alle respektieren und gerade bei Äsch fischt man auch meistens mit einer Nymphe und dann ist ja die Mortalität sehr tief. Aber Massnahmen alle 3 Jahre, ja, tut weh, aber dafür hast du dann jedes 3. Jahr ein richtig gutes Jahr, weil dann kann sich jede Äsch mindestens einmal reproduzieren, wenn nicht sogar 2-mal. Und die ganz Grossen haben dann halt wirklich gute Jahrgänge, wo sie reproduzieren. Also alle 3 Jahre. Naturköder kenne ich mehr, also verboten. Dann Fangbegrentzung. Fangbegrentzung, Tages- und Jahresbegrenzung. Genau, Fangbegrenzung. Und das ist schon der kritischste Punkt vom Monitoring her, das man gemacht hat, das ist die Schonmasserhöhung. Ich bin der Meinung, eine Schonmasserhöhung kann sehr, sehr viel bringen. Bei Äsch ist es aber interessant. Weil wir haben in der Aare haben wir wie zwei verschiedene genetische Pools. Also wir haben die Äsch, die sehr schnell in die Länge wächst. Und dann haben wir die Äsch, die eher ein bisschen bulliger ist, also hochrückiger. Und die 36 cm, die momentan sind, die sind eigentlich so ausgerichtet, dass sich eben vor allem die schnell in die Länge gehen, dass man die, ich sage jetzt mal, schützt. Also dass sich der genetische Teil eigentlich stärker kann reproduzieren kann, als die ein bisschen höher sind. Ich finde, das ist mir ein wirtschaftlicher Ansatz. Sorry, mir ist egal, ob die erst hochrückig oder einfach länger gezogen ist. Und das siehst du wirklich auf Fotos. Also wenn du Fotos siehst von Äschen, die in der Aare gefangen sind, das sind so Schläuche. Also, da sieht eine, die 40 ist, sieht aus wie 25 gefühlt. Hingegen im Ausland, wo ich auch viele Erfahrungen mit Äschen gesammelt habe, dort haben sich auch vor allem die Hochrückigen durchgesetzt. Das sind so halbe Karpfen, wirklich, das sind richtig hohe Fische. Und
ich finde, dort ist der Versuch wirklich mal wert, dass man halt die andere Genetik mal ein bisschen probiert zu pushen, weil die Längeren, die können sich genauso auch vermehren, zwar einfach, sie werden einfach früher gefangen, also sie können sich häufig nicht so manchmal vermehren wie die Hochrückigen, aber eben, vielleicht haben die Hochrückigen haben sicher auch ihre Vorteile, sind vielleicht auch ein bisschen resistenter in gewissen Situationen, also ich finde, das ist ein Versuch wert, wenn man das geht relativ schnell. Wenn man in 5 Jahren merkt, hey, nein, wir haben wirklich nur noch Hochrückige und die wachsen fast nicht. So, wenn man dort dann merkt, hey, das gibt Probleme, dann halt wieder streichen. Aber mir nimmt es Wunder, was würde passieren, wenn man es umsetzen würde, weil sich halt die Äste häufiger können reproduzieren, bevor sie entnommen werden können. Und eben, je grösser das Leichtier, desto höher ist auch die Reproduktionsrate. Also, ja, desto höher ist die Chance, dass ein befruchtetes Ei wirklich auch eine adulte Äsch wird, also eine grosse Äsch wird. Von dem her, ich fände es interessant. Okay, spannend. Für mich tönt es, als hättest du dir nein, es tönt nicht so, also ich sehe es auch und habe es auch gelesen, dass du dir krasse Gedanken gemacht hast. Mich nimmt es ein Wunder, geht es auch weiter? Also bist du darüber ausgegangen, über deine Arbeit, hast du das irgendwo vorgelegt am Kanton oder im Verein? Wie bist du dort dran? Das ist ein guter Punkt. Also, ich habe es auf einmal sicher all denen geschickt, die Interesse haben. Wo ich finde, man muss besonders auch bei den Fischern anfangen. Ich habe das, ich kann es gar nicht sagen, ich habe das vorgelegt, beziehungsweise habe es denen mal geschickt per Mail. Aber ich glaube, ich habe nie etwas gehört. Vielleicht ist halt auch der Punkt, sie haben sehr wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo ich bin erst auf dieses Jahr fertig geworden, also auf, was war es, irgendwie Februar oder März oder so, haben sie sehr wahrscheinlich schon Massnahmen gehabt, die dann sehr wahrscheinlich auch veröffentlicht werden, jetzt auf Ende des Jahres. Und da bin ich auch gespannt, wie sich das abgleicht mit meinen. Ja. Von dem her ist schon nur das interessant. Aber ich habe sie sicher mittlerweile schon, sicher schon 20, 25 verschiedene Fischer geschickt. Hey, wenn ihr die Arbeit auch mal lesen wollt, gebt am Fisherman Bescheid. Er heisst auch auf Insta, ich glaube auch Fisherman, oder? Ja, genau. Schaut mal rein und ja, wenn es euch interessiert, go for it. Also, ja. Hey, ich habe noch eine abschliessende Frage, bevor wir zu den Community-Fragen kommen. Jawohl. Und zwar, also ich habe Community-Fragen offen, aber es wäre schön, wenn du auch mal Fragen würdest vorlesen, statt immer nur meine wunderbare Englischstimme. Ich geniesse es gerade, wenn ich mal zuhöre. Ja. Hey, Manu, glaubst du, dass die Äsche in den Aaren langfristig wieder stabil wird? Stand heute. Nach dieser Arbeit, die du geschrieben hast, nach dem Monitoring von dieser Population? Stabil, ja. Also ich kann es so sagen, es steht und geht auf der Temperatur. Also wenn die Temperatur einfach plötzlich regelmäßig viel zu hoch ist, dann wird es unmöglich sein. Also dann können wir noch Massnahmen machen, was wir wollen, es wird nicht möglich sein. Von dem her, es ist einfach klimawandelabhängig. Aber wenn man aus Fischer nicht alle Massnahmen probiert umzusetzen, dann wird es sicher früher eintreten. Aber ich sage, wenn die Temperatur auf dem Niveau bleibt, wie wir momentan sind, und nicht noch massiv hochgeht, dann ist es möglich, dass der Bestand wieder stabil wird. Also jetzt aus meiner objektiven Sicht, ich glaube, Temperaturen gehen eher Das ist genau der Punkt, ja. Aber ich finde es gut, eben, du hast auch die Arbeit so ausgeschrieben, hey, was können wir als Fischer ändern und nicht eben natürliche Einflüsse. Das haben wir also, ja, im weitesten Sinn. Also was man vielleicht dort noch sagen kann, es kann sein, dass sich einfach, ich weiss, dann ist, also, oder dort ist schlussendlich irgendwann dann fertig, aber es verlagert sich halt alles immer weiter gegen rauf. Also immer weiter gegen, blöd gesagt, gegen die Quellen. Und dort sehe ich jetzt eine höhere Chance, dass man vielleicht einen Äsch in Gewässer kann ansiedeln kann, wo einfach kälter sind. Die Aare, ja, die ist einfach, das wird sehr wahrscheinlich einfach das Problem sein von der Temperatur. Aber wir haben ja eigentlich Gebirgsbäche, wo sehr schöne Läufe haben. Ja, jetzt ohne Witz, in Österreich haben die, ich glaube auf 1, 2, die mal in der Region sind, Krimmler, Aachen, Crazy Gewässer ist wirklich sehr weit oben, ich glaube auf 1, 2. Die haben dort Äsche angesiedelt. Das ist einfach Fly Fishing only, vielleicht noch zu dem. Und die haben einen Top-Bestand.
Von dem her, vielleicht ist die Chance am grössten, für die Äste zu behalten, wenn man sie weiter oben ansiedeln. Ich bin mal in Sölden, dort habe ich mal dummerweise beifangen Äste gehabt. Also nein, nicht dummerweise beifangen, ich habe eigentlich gezielt auf die Äste gefischt, aber ich habe keine Ahnung, was ich da überhaupt mache mit der Flügerroute. Es war das erste Mal ein Ausland-Weekend und ja, kannst dir vorstellen, wie du natürlich vorbereitet bist, wenn du so von einer Rüss oder von einer Aare kommst und dann so einen Bergbach gehst. Ja, dann rührst du mal den Köder aus und hoffst, dass du irgendwie etwas merkst, wenn du sie ziehst. Siehe da, ich habe eine wunderschöne Äste gefangen, ist aber auch die einzige Blume. Kommen wir zu den Community-Fragen. Genau, da hat es ganz spezielle drunter. Ja, ich will einfach sagen, der Manu ist nicht irgendein Biologe oder studiert erst beruflich, sondern du hast jetzt einfach deine Arbeit über das geschrieben, dich sehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Es kann auch sein, dass die eine oder andere Frage nicht kannst beantworten. Aber da habe ich auch eine Stelle, wo man kann fragen kann. Sehr gut. Ja. Also, der GG3A, wieso muss ich immer ihn vorlesen? Nein, letztes Mal nicht im Vorlesen. Stimmt, also ja. GG3AE2 Fishing will wissen, wie muss ein Gewässer aussehen, das perfekt für die Äste ist? Super Frage. Nein, wirklich coole Frage. Sicher wichtig ist, dass es nicht zu starke, vor allem von einem Kraftwerk, nicht zu starke Schwankungen hat vor Abflussmenge. Schwall und Sunk. Korrekt, das ist genau. das. Ja. Das ist bei der Äste extrem sensibel, also das ist die Vorgabe sicher. Es braucht ein Habitat, das mittelschnell fließend ist, also nicht ein Bergbach, einfach ja, so ein bisschen ähnlich wie die Barbenregion, also nicht allzu schnell fließend, aber sicher eine gewisse Strömung. Dann braucht es verschiedene Tiefen vom Gewässer. Es kommt immer darauf an, ist der am Leichen, sind kleine Fische, die halten sich an ganz unterschiedlichen Orten auf. Deswegen es braucht Gumpen, also ja, es braucht Gumpen, Löcher, genau. Je nachdem auch gewisse Sachen, die mal die Strömung brechen. Sicher auch ein guter Punkt oder etwas Gutes für den Äste mit diesem Widerwasser. Auch wichtig, ein Kiesgrund. Also, ja, das hat man aber in den meisten Fällen in diesen Regionen. Das ist sicher zentral, dass sie sich überhaupt fortpflanzen kann. Das Wichtigste ist wirklich, es braucht Gumpen, es braucht gewisse Strukturen, aber nicht gerade, also der braucht jetzt nicht riesen Steine oder so im Wasser. Es braucht einfach gewisse Struktur, es braucht strömungsberuhigte Stellen, aber eben auch Stellen, wo Nahrung angeschwemmt wird. Also, man kann es wirklich so ein bisschen zusammenfassen, der braucht so ein bisschen von allem ein wenig. Das ist ein bisschen die Forellenregion halt, oder? Also genau. Forellenbarben, wie du gesagt hast. Ja. Also die Forelle braucht sicher noch ein bisschen mehr Struktur. Die haben ja gerne grosse Steine, ein bisschen grössere, oder vom Substrat her sicher grössere Steine. Das braucht der nicht und ist auch nicht optimal. Einfach Kiesgrund und schöne Gumpen. Aber auch dort fühlen sich die Forellen wohl. Also es überschneidet sich. Okay. Dann hat der Talin Engler eine Frage gestellt. Er ist übrigens viel im Facebook noch unterwegs, in diesen Foren. Finde ich mega cool, Talin, top. Gute Kontroversen, die du da mitbringst, auch die Diskussionen, die du da regst, weiter so. Er hat gefragt, kann eine Anpassung an wärmere Temperaturen von der Äste erfolgreich sein? Zu wenig schnell. Zu wenig schnell? Zu wenig schnell, ja. Die Äste ist ein kälteliebender Fisch. Das geht, also der Klimawandel, den wir momentan haben, ist viel zu schnell. Das ist wie so für uns, wenn es jetzt plötzlich pro Jahr einfach jedes Jahr 5 Grad wärmer wird. So schnell können wir uns nicht anpassen. Es braucht immer Generationen. Das wird es wenig schnell sein, wenn es so weitergeht. Vor Temperatur. Jetzt sind wir gerade in den Bereichen, wo sie momentan lebt. Deswegen, sie ist zwar anpassungsfähig, aber sicher nicht auf plötzlich 30 Grad ins Wasser. Das wird nicht möglich sein, weil es eben einfach grundsätzlich von der Genetik so ist. Aber vor allem der Punkt ist die Zeit. Also es wird zu wenig schnell passieren. Und eben ich glaube, viel Luft gegen ist auch nicht. Es gibt auch nicht unbedingt in anderen Regionen der Welt Ästgewässer, die irgendwie viel wärmer sind. Also das wird zu wenig schnell sein. Und gegen Ufer ist irgendwann wirklich, glaube ich, Limit. Da kommt ja der Wels wahrscheinlich vorher. Ja. Der Levin von Landen will wissen, welchen Köder nehmen wir an zum erst fangen. Ja, ich habe nicht, dass der erst kann essen. Also empfehle eigentlich allen so 20 cm Wobbler. Nein. ich glaube, er hat ihn fragen, was ist der erste für einen Köder, für welchen Ja, könnt ihr auch beantworten, je nachdem. Also, einfachster Köder ist Nymphen, also eine Insektenlarve. Dort ist einfach wichtig zu wissen, was ist in meinem Gewässer vorhanden, was ist momentan vielleicht gerade aktuell.
Und von Nymphen her kann ich einfach aus meiner Erfahrung sagen, dort ist die Grösse das Wichtigste. Also die Farbe, also zuerst kommt die Grösse, dann kommt die Form und dann kommt die Farbe. Die Farbe ist aus meiner Sicht fast am wenigsten wichtig. Wirklich die Grösse und die Form, die muss stimmen. Und bei Äsch gilt immer, ist auch aus meiner Erfahrung, lieber zu klein als zu gross fischen. Also von dem her ganz einfach Nymphen. Naturköder, nein, das gibt es auch hier einfach mit Maden, aber wie gesagt, machen es einfach nicht. Es gibt sehr gute Alternativen, die genauso gut fangen. Und was halt Königsdisziplin ist, halt Trockenfliegen. Das ist halt einfach nice. Ja. Trockenfliegen, wie du schön siehst. Und bei Äsch ist wirklich auch noch cool, bei Bachforellen ist es so, irgendwann, gerade in meinen Gewässern, steigen die grossen Bachforellen nicht mehr. Die hocken am Grund und sammeln dort das Zeug zusammen. Und die Äsche, die steigen in jeder Grösse. Also ich glaube sogar, meine grösste Schweizer Äsche habe ich auf Trockenfliegen gefangen. Und das ist wirklich nice. Also, ich meine erste. Und sie kommen einfach... Es ist unglaublich. Man wirft 100 Mal eine Äsche an. Du kannst recht nah an diesen Fischen stehen. Du siehst sie manchmal das sogar. Das ist ja das Geile. Das finde ich ja sie hauen nicht ab. Und wenn sie abhauen, sie kommen wieder. Und das finde ich ja genau das. Das ist, du kannst ins Wasser reinstehen und du kannst vor deinen Füßen Äschen fischen. Das ist... Also früher war es zumindest so, habe ich das so gemacht. Es ist eben schon geil. Du kannst wirklich aufrühren und dann kannst du schön Schnur einziehen und du kannst sie an dir vorbeiziehen lassen, blöd gesagt, so gut wie es halt geht. Oder? Ja, was ich wirklich als abschliessenden Tipp geben kann, was noch wichtiger ist als der Köder, ist deine Drift. Wie gesagt, ich kann zum Teil eine Äsche 100 Mal anwerfen. Ich habe das Gefühl, es ist immer genau gleich. Beim 101. Mal kommt sie wie ein Torpedo unten geschossen und nimmt Trockenfliegen. Es ist wirklich wichtig, dass man nicht irgendeinen Drift drauf hat, wo es unnatürlich treibt. Auch wenn es 3 Meter oben dem Fisch ist, darf der Köder nicht unnatürlich treiben. Das ist das Zentrale. Wenn du das nicht schaffst, dann kannst du es vergessen. Du gehst gescheiter mit dem Zapfen und den Nymphen. Ja. Ich weiss auch, ich bin beim ersten Fischen, wo ich mit einem Kollegen gegangen bin, der hat sich extra einen Glaszapfen gekauft, dass der erste ja nichts sieht und die Bebleiung beim Vorfach oben dran die schwerste, dann immer leichter und am Schluss ganz feine, einfach um wirklich die Nymphen drinnen zu behalten, dass du so wenig wie möglich von dem Blei Aufmerksamkeit generiert hast. Das war eine riesige Philosophie für sich gewesen. Ja, und dann bin ich gekommen und da habe ich einfach mal gefunden... Der Grobmotoriker. Ja, natürlich. Ich hänge jetzt also einen Zapfen dran, weißt du, so einen 25 Gramm Zapfen, oder? Und dann gesagt, ja, nie, wenn dort den ersten dran beißt, der Zapfen gar nicht, aber die lässt gerade wieder los. Da dachte ich, Freund, die hacken sich doch selber, wenn die... Ja, das ist doch wie mit dem Gruppeln, oder? Hey, ich habe einen Nymphen selber gebunden, ich habe noch keinen Bindstock gehabt, ich habe den Vater von der Mutter genommen, dort ums Höckli herum mit Sekundenleim, also wirklich anfangen. Ich habe Äschen gefangen. Ich habe gefangen. Die Dummen haben Glück und bei der ersten habe ich Glück gehabt. Ja, mittlerweile sieht es auch nicht mehr so aus. Genau, dann fragt Jan Schellenberg, füttert man besser mit Mais oder mit Hörnli an? Nice. Ich habe schon ein paar Mal Kontakt gehabt mit dem krassen Fischer, also riesen Respekt vor ihm. Also ich würde sehr wahrscheinlich Futterteig nehmen zum Anfüttern. Nein, es ist auch irgendein Witzkommentar. Ja, also, ja. Nein. Aber ich habe schon ein paar Mal gehört, dass Äschen auf Hörnli gefangen werden. Das aber, funktioniert. Aber auch da, ich lege immer mein Veto ein. Hey, denkt dran, Hörnli, das sind Teigwaren, Mann. Und wenn ihr Teigwaren in die Pfanne reintun und die sicher kochen, dann gehen die auf. Und wenn Äschen oder sonst irgendein Fisch oder ein Tier, egal welches, so verdammte Hörnli frisst, das ist das Gleiche wie mit den Enten und dem Brot. Das quillt auf. Quillt auf und das gibt enorme Schmerzen in den Tieren. Also darum, ja, das kennen sie auch nicht. Also das, was sie fressen, wird kleiner und nicht exakt. Nicht und darum mit so Sachen, ja, Jan ist sicher ein geiler Witz, aber also ein sauberer Joke, aber es gibt wirklich tatsächlich solche Leute, die ernsthaft mit Hörnli gehen fischen und hören auf mit dem. Auch so mein Veto euch. So. Guter Punkt. Die Frage von Marc Schlecht, die schenken wir uns. Ich nehme an, die wirst du nicht beantworten, geht es einfach um die Rüsse. Warum der Bestand kleiner wurde, ist nicht grösser. Also. Ja, warum vor allem nur kleine gefangen worden sind und kaum grosse, das ist eher ein wichtiger Punkt. Weil ich glaube, das sind schon Unterschiede, der Bestand kleiner oder nur kleine. Es wird sicher auch etwas sein, was in meiner Arbeit erwähnt ist, aber du sagst es, ich habe mich wirklich gar nicht mit dem auseinandergesetzt. Ich weiss zum Beispiel nicht, was ist Schonmaß, was sind die Namenszahlen. Ja, das kann ich leider wirklich nicht beantworten. Am besten, also jetzt ich weiss gar nicht, ob das nur Kanton Bern ist oder sogar schweizweit. Es gibt fiber.ch, Fischereiberatung. Wirklich das
Top-Leute dort mal melden. Ich weiss nicht, vielleicht können sie Auskunft geben. Die kennst du sicher, Marc, die hast du sicher schon gelesen, bin ich überzeugt. Die sind auch im Facebook noch recht aktiv. Und Eva hat sie ja auch mal recht gepusht. Dann Dryfly88 will wissen, wie fängt man mit der Flügerroute in der Schweiz? Und wo? Nein, und wo in der Schweiz? Und wo? Ich kenne nur 2 Gewässer. Das eine ist die Aare. Und was auch noch gibt, aber habe ich selber noch Erfahrungen, ist noch Zahnen. Und ich weiss ehrlich gesagt auch nicht, wie es dort ist, weil es auch ein Bachforellengewässer ist. Also ich weiss nicht, ob man dort überhaupt fischen darf. Muss man sich selber informieren, aber sicher die Aare zwischen Thun und Bern gibt es ganz viele gute Spots. Also wenn man den Lebensraum von Äsch kennt, also eben die Gumpen und alles, dann findet man die. Also es hat sicher zum Beispiel in der Region Rubigen-Baub hat sicher gute Stellen, es hat aber sicher auch gute Stellen im Restwasserbereich vor Aare. Also auch einfach bei anderen Fischern mal orientieren. Man sieht sie auch mal mit denen reden. Wenn man das Habitat kennt, dann findet man die Stellen. Sonst sie sind sicher heikel. Also eben die Trift muss als Fleugenfischer besonders haargenau stimmen. Und bei Äsch, dort ist sie sehr heikel. Das Vorfach darf nicht vor dem Köder kommen. Also entweder seitlich anwerfen oder was halt am besten wäre, ist Downstream mit einem Parachutewurf. Ja, Parachutewurf ist einfach, dass du... Ich kann gerade sagen, der Oli versteht das sicher auch. Natürlich nicht. Aber es ist eigentlich relativ einfach gesagt. Du tust die Schnur eigentlich kringelt auf das Wasser, dass die Strömung deine Schnur erstreckt. Ja, genau. Und dann kannst du unter dir ziemlich genau ausfischen. Von dem her, das ist in der Schweiz so wichtig, dass man seitlich oder eben downstream fischt. Das sind die Sachen. Vom Ködertyp her, Trockenflüge, Nymphen mit der Flügenroute? Ja. Nymphen erfolgreicher, ganz klar. Geiler Trockenflüge. Also wenn sie steigen... Von der Dekor her, Farbe her, ist je nach Jahreszeit, also oder je nach Zeit, wo gerade der Schlupf ist, nehme ich an. Ja, das sowieso, aber sicher bei Trockenflügen wirklich so klein, wie es irgendwie geht. Das darf wirklich auch kleiner sein als die Sachen, die gerade am Schlüpfen sind. Dort fische ich nur noch CDC, also die Entenbürstelflüge. Was ich gerne fische, obwohl die Jahreszeit überhaupt nicht stimmt, sind ganz, ganz kleine Maiflüge-Imitate. Dort eben vor allem mit diesen CDC, Nymphen, auch dort einfach so klein wie es geht, aber halt so schwer, dass ich auf die Teufel komme, wo ich muss. Man kann natürlich auch mit einem kleinen Seitarm fischen, dann kannst du ganz kleine fischen und ein bisschen grössere, wo du auf die Teufel kommst. Ich habe schon noch ein paar Modelle dabei. Ich weiss nicht, ob ihr das Foto posten könnt. Ja, können wir machen. Ja, dann könnt ihr mal schauen, was ich so fische. Aber dort, also eben, macht in der riesen Wissenschaft. Schaut, was ist im Wasser und probiert möglichst genau, vor allem für Grösse her, das Ganze zu treffen. Dann fragt der Pidolski, sind die Äsche schon immer heimisch gewesen? Ja, also ich weiss einfach, ist eine einheimische Fischart, ja. Von dem her, also sie ist eigentlich in der ganzen nördlichen Halbkugel vertreten. Ja, in Nordamerika sind es dann die Arctic Grayling, also die arktischen Äsche, das sind dann auch die eben auch kleine Fische nehmen. Und bei uns ist es latinischer Name Thymallus, also die europäische Äsche. Thymian-Äsche. Ja, aber das ist wirklich noch lustig. Also wenn du den Äsch gefangen hast, deine Hänge schmecken dann wirklich so ein bisschen nach Thymian. Und vor allem, sie schmecken nicht, wie wenn du einen Hecht gefangen hast, oder ein Egli oder ein Zander, die schmecken komplett anders. Das ist... Und der Äsch ist halt einfach, ich finde sie ein mega faszinierender Fisch mit den wunderschönen Flossen, wenn es eine schöne Zeichnung hat mit den Pünktchen auf der Seite. Das ist ein traumhafter Fisch. Also. Letzte Frage haben wir eigentlich schon vorher ganz ausführlich beantwortet. Genau. Ob so die steigenden Temperaturen kann anpassen kann. Genau, und wie sieht die Zukunft von Fisch aus? Genau. Was man vielleicht dort auch noch sagen kann, bei den Temperaturen, dort ist wichtig und auch dort ist man ziemlich dran, dass man die Gewässer halt möglichst bewaldet. Ja, das ist das Einzige, was wir machen können gegen die Temperatur, nebst Massnahmen für den Klimawandel, aber sicher für Schatten sorgen. Weil ja, die pralle Sonne wärmt halt einfach das Gewässer brutal aus. Hallo Zürichsee. Ja, dort kannst du nicht. Nein, ist klar, ja, mal Häuser abreißen. Nein. Wir wären am Ende der Community-Frage. Manu, hast du irgendetwas noch loswerden, bevor wir natürlich mit dir aus Entweder-Oder spielen? Mir ist einfach wichtig, tut euch immer überlegen, wenn ihr am Wasser seid,
was richte ich an, was kann ich dagegen machen. Nehmt euch Köder mit, wirklich. Es regt mich so auf, bei uns einen Berg sieht, vor allem überall Vorfächer am rumliegen. Es ist wirklich nicht nice, Enten, andere Tiere verfolgen. Geht sauber mit den Fischen um, informiert euch. Ich habe auch mich informiert und habe Sachen gelernt, die ich zum Beispiel nicht gewusst habe. Habt die Fische nicht irgendwie upside down. Und ja, es muss auch nicht immer ein Foto sein. Wenn ihr das gerne wettet, macht es doch gerne im Wasser. Man kann den Fisch genauso gut fotografieren. Und denkt auch ein bisschen mit dem und für den Fisch. Perfekt. Dann würde ich doch sagen, Oli. Entweder oder. So, und der Oli tut sich immer so schön ankündigen. Jetzt heute haben sie irgendwie ein bisschen verkackt. Sonst sagst du immer, ja, und ja, da kommt kein Gast rum. Und, ja, heute habe ich mal gedacht, ich sage es mal nicht. Ja, okay. Ich habe es ein bisschen vermisst, Oli. Okay, es tut mir leid, Nico. Ja, ist okay. Wegen eines. Man muss da sagen, du hast dich sensationell natürlich vorbereitet. Ja, selbstverständlich doch. Ich darf schöne Fragen von dir. Also, gell, es ist auch, also ich glaube, ich kann das so sagen, es ist auch ChatGPT natürlich. Das ist, ohne ChatGPT wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Unterstützt uns schon in vielen Sachen. Ja. Definitiv, ja. Die erste Frage, entnehmen oder zurücksetzen? Zurücksetzen. Und das ist genau die Frage, die ich dachte, die können wir streichen, weil wir wollen die nicht explizit als C&R-Fischer darstellen. Aber ist gut, perfekt. Dann wären es aber noch weniger Fragen, weil du hast eine doppelt gehabt. Wirklich? Ja. Holy shit. Okay, gut. Ja, also einfach nur so. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich finde so, ich habe sehr gerne Fisch. Ich nehme sehr gerne noch heim. Es gibt aber gewisse Fälle, wo ich muss sagen, muss ich jetzt nicht haben. Mhm. Ist nicht meine Zielart gewesen. Ja. Die erste ist nicht deine Zielart. Genau. Okay. Das sind lieber die langgezogenen Willen. Flügelfischen oder Zapfenfische auf Eschen? Flügelfische. Flügelfische. Ja, kann ich das ändern? Ich sage, Kormoran oder Mensch, wer macht mehr Schaden? Mensch. Ja, haben wir vorhin schon genug aus Deutsch geglaubt. Höher Schonmaß oder weniger Entnahme? Weniger Entnahme. Von wo du das weißt, ich lese jetzt einfach vor. Lieblingsstelle an der Aare, Uttigen oder Hunziken? Hunziken. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Das ist in der Arbeit gestanden. Ja? Ah, ja, voll. Oh, hey. Ja. Aber hey, schau mal, da. Top. Ja. Wir sind durch. Wir sind glaube ich, selten so schnell durch das Entweder oder durchgekommen. Ja, ja. Ist es wirklich zügig gegangen? Gut, wir haben auch sehr ausführliche Antworten bekommen bei der Community. Ja, muss man sagen, dort hast du sehr genau geantwortet, was ich sehr cool finde. Absolut. Ja, vielleicht manchmal ein bisschen ausgeholt. Nein, das ist super, perfekt. Weißt du, wir wissen ja nicht genau, was die Leute alles interessiert. Und wenn sie eine Frage schreiben, ist es vielleicht auch ein bisschen im Stress. Darum nur zum Teil ein Wort, wie der andere, der einfach nur fragt, Köder. Und es ist natürlich wichtig, dass du irgendwo kannst sagen, eben Nymphen, Trockenflüge, Naturköder, was else. Also von dem her, glaube ich... Es ist eben bei Fragen jederzeit melden. Ich kann auch nicht alles beantworten. Aber wenn es Fragen gibt, gerne Fragen. Ich schaue noch, dass ich den Link von fisherman.ch, von deiner Blogpage, noch einbringen kann. Und dass ich an die Hydrodaten Schweiz vom BAFU, dass ich die noch verlinken kann. Und aber auch die Seite von Fiber, dass ihr die sicher habt. Das ist die Fischinformationsstelle in Bern. Die ist glaube ich auch an die ETH angegliedert, wenn es mir recht ist. Bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Sie sind auf jeden Fall aber die kommen sehr, sehr kompetent. Genau, die kommen recht raus und informiert euch dort informieren, wie es der Manu schon gesagt hat. Dann würde ich sagen, wir kommen Ende von unserem Podcast. Manu, vielen Dank, bist du heute da gewesen. Ich schätze es sehr, wenn Leute mehr machen über unser Hobby. Ich würde dich unbedingt ermutigen, bleib dran. Ich meine, du hast mega coole Sachen erarbeitet. Es wäre mega schade, wenn es einfach bei dir verstaubt, irgendwo in einem Schränkchen. Geh dort in den Verein, geh dort in den Kanton, wo es möglich ist. Und hey, bring das an, was du da erforscht hast. Ich finde, wenn nicht du, wer denn sonst, wo sich mega damit befasst hat. Und hey, auch alle anderen, danke vielmals fürs Zuhören. Genau. Und ich würde sagen, das letzte Wort gebührt dir. Manu. Ich habe noch eine ganz kleine Überraschung. Oh. Aber wirklich nur etwas ganz Kleines. Ich tue dummerweise so seit noch nicht allzu langer Zeit Fliegen bringen. Oha. Hätte ich nicht so angefangen. Ich habe gemeint, man kann dabei sparen. Ja, habe ich auch gedacht. Und also es sind sicher auch noch ein bisschen zu den Anfangszeiten. Ihr könnt beide gerne einen Streamer nehmen. Und ich habe noch mal noch meine Lieblingsnymphen für den ersten da. Könnt ihr vielleicht nicht brauchen.
tut sie einrahmen, sie wird im Wert steigen. Also ich kann sie sicher brauchen, weil bei uns am Gewässer ist erst schon noch ein Thema, aber sehr gut. Die Route habe ich immer noch im Keller, das ist immer noch alles... Ist aber halt wirklich vor allem mit der Fleuge, also mit der Fleugenroute, mit dem Zapfen ist sie halt ziemlich schwer. Und Streamer, wenn ihr mal auf eine spezielle Art Egli fahren, funktioniert top. Gerade besonders Egli hohen Befischungsdruck. Kann man mal probieren. Die Streamer sind recht aus der Anfangszeit. Sie sind nicht so schön gebunden, aber sie viel auf jeden Fall. Perfekt. Sounds cool, vielen Dank. Hauen wir nachher noch ein Foto auf. Machen wir. Absolut. Danke vielmals, Manu. Und ja. Wir sind draussen heute. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Yeah. Erste Podcast in der Schweiz über das Fischen ist draussen. Eben schon Glas und Bier, rufe Fisch verrückt, treffen sie in den Bauch oder werfen im Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!